Hodi, 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 yeah. Hodi, 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 yeah. Hodi, 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 yeah. Hodi, 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 yeah. Happy Hour, wir haben Phasennacht. Sexy, alles tanzt, alles lacht. Wir sind grad zuletzt so klar. Wir sind nicht so, genauso wie jedes Jahr. Was ist und wir sind nicht so, was gehört denn da dazu? Wir haben Stimmung, Spaß, Witz und Prosit im Blut. Komm mal bei mir, sind nicht so, die Sterne sehen. Heute oben kriegen wir das zusammen doch wohl hin, oder? Alle! Hodi, 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 yeah. Hodi, 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 yeah. Hodi, 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 yeah. Hodi, 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 yeah. Herzlich willkommen zu den Saarbrücker Nächte. Zur Fernsehsitzung ihrer Wir sind nicht so, das wird lang. Saarbrücker Nächte sind lang, hey! Saarbrücker Nächte sind lang. Er sprang so ganz langsam an, aber dann, Saarbrücker Nächte sind lang, Saarbrücker Nächte sind lang, hey. Er sprang so ganz langsam an, aber dann, und wo haben wir gespielt? Wir haben gespielt, am liebsten nur im Dreck und eine Biene, Kirsche, Kehre, Lübchen, Dübchen, weg. Ah jo, wir haben gespielt, am liebsten nur im Dreck. Und wo der Dreck am dicksten war, da sind wir nicht mehr weg. Wir sind Saarbrücker und spielen Klicker. Wir stimmen Blutwurst mit einer Hand. Dass wir Saarbrücker sind, das weiß doch jedes Kind. Wir reißen Fame aus, wo gar kein Sinn. Und wenn das Trömmelchen geht, da rufen wir alle hopp, dann steht die Saarlandhall, halt um und um vom Kopf. Wir sind nicht so, ayo, wir sind nicht so. Und wenn das Trömmelchen geht, da rufen wir alle hopp, dann steht die Saarlandhall, halt um und um vom Kopf. Wir sind nicht so, ayo. Wir sind nicht so, alle auf! Dankeschön! Vielen Dank, Schorsch Salz. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Närrinnen und Narren, hier in der wunderschön dekorierten, in der traumhaft geschmückten Saarbrücker Saarlandhalle, liebe Zuschauer zu Hause an den Fernsehgeräten, es ist wieder soweit. Die Saarbrücker Fasenacht ist da und wir von der Wir sind nicht so freuen uns und wollen Sie auf das Herzlichste hier begrüßen und wünschen Ihnen einen wunderschönen guten Abend. Die Bühne der Wir sind nicht so hier in der Saarlandhalle, sie ist wieder frei. Wir freuen uns auf den Gardetanz. Begrüßen Sie ganz herzlich mit mir gemeinsam die aktiven Garde ihrer Wir sind nicht so.
Die aktiven Garde der Wir sind nicht so mit ihrem tollen Gardetanz. Für euch, ihr Lieben, nochmal ein dreifach kräftiges Saarbrücken. Alle! 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 Hopp. Seit vielen Jahren schon ist der nächste Künstler, der nächste Akteur ganz fester Bestandteil des Programms der Mir sinnet so. Er gehört auf diese Bühne, aber viel wichtiger ist ja seine Tätigkeit, denn ohne ihn würde das alles überhaupt nicht funktionieren. Wir brauchen einen Mann wie ihn, nicht nur zu Hause, wir brauchen ihn hier in der Saarlandhalle. Herzlich willkommen, der Hausmeister! Guten Abend. Oh, noch wenig Leute, hä? Die dort an der Weihnachten haben wir haben unser ganz persönliches Grippespiel gehabt. Ne? Meins, die machen Darmgrippe, ich die Vogelgrippe und die Schwiegermutter die Schweinegrippe. Gut, das war ja sehr erwartet. Ne? Ist ja klar, die treffst immer das Herzste. Ne, so Grippe kann ich ja nicht gebrauchen. Und wenn ich die Grippe habe, kriege ich immer Pitcher in die Nase, an der Backe oder da an die Hände. Immer habe ich einen Pitcher an der Backe gekriegt, dass es so dick war wie Brust. Sah aus wie Brust. Da ruckzuck war das ein Abszess. Ne? Und so Abszesse haben ja immer Folge. Ich fand schon mal ein bisschen mit so einem Abszess und 2 Pitcher ein bisschen vor Gericht. Da haben die 2 Pitcher da gehuckt. Nebendran der Rechtsanwalt und der Richter, der hat ein bisschen geschielt. Was heißt ein bisschen? Wenn der geheilt hat, sind die Tränen der Buckel runtergelaufen. Ne? Da habe ich gedacht. Ich habe gedacht, das kann niemals gut gehen. Ne? Da hat er den Ersten gefragt, dann erzählen Sie doch mal, wie das war. Und da hat der Zweite gesagt, ich war ja gar nicht dabei. Hat er zu dem gesagt, Sie habe ich ja gar nicht gefragt. Da hat der Rechtsanwalt gesagt, ich habe ja noch gar nichts gesagt. Da hat der Erste ein bisschen vorne hin, weil der war angeklagt, angeblich wäre der da rumgelaufen als Exhibitionist. So einer, wo immer der Mantel aufmacht und nichts drunter hat, wie der Mantel drüber. Ne? Hat der Richter gesagt, machen Sie mal noch einmal so das, wie Sie das damals im Park gemacht haben. Und dann hat er den Mantel aufgemacht und dann hat der Richter gesagt, eingestellt wegen Geringfügigkeit. Ja, so ist das. Ne? Wir gehen ja schwere Zeiten entgegen. Ne? Wenn ich das so sehe, der Trend bei der Jungenheit und so. Ne? Die Schwiegermutter ist auch nicht mehr so fit. Die Teilzeit-Alzheimer hat das schwer zu schaffen. Jo. Die Woche haben wir am Kaffeetisch geguckt, sagt sie, Samo, wie heißt der einen von Max und Moritz noch? Sagt ich, wer der Max? Sagt sie, nee, der Anna. Da wäre ich schon. Ne? Das ist nicht mehr so. Man müsste mal langsam noch mal die Zündung instellen. Ne? Herr Bitter hat nicht gesagt, macht das Licht überall aus, wir müssen Strom sparen, der Strom wird teurer und er ist teurer geworden. Sagt, das ist nicht schlimm, du bist ja sowieso keine große Leuchte. Ne? Ah ja, dass die auf mir rumhackt, da sagt keiner was.
wo jetzt alles teurer wird. Ne? Guck mal, der Strom wird laufend teurer. Wir müssen immer mehr bezahlen. Ist komisch. Die Bahn, wenn die wollen mit ihrer Ziege fahren, müssen diese erst Gleise legen, ne? Und dann wird bezahlt. Da ist es umgekehrt. Ne? Die holen das erst mal das Geld und bauen dann nichts. Das ist der Trend. Ne? Du kriegst viel für nichts. Ich habe mich schon beworben beim Landessportverband jetzt. Ich habe gedacht, da sind auf einer Schlag so viele Stellen frei geworden, da wird er für dich ja nicht da sind. Ne? Ich wollte schon immer mal eine gemütliche Arbeit haben, wo man dem Laie zugucken. Verstehst du? Und ich denke, ruf ich mal an. Hat die sich gesagt, ja, hat die gesagt, was kennen Sie dann? Habe ich gesagt, nix. Hat die gesagt, die hochdotierte Post, das sind alle schon familiär vergeben. Muss ich halt weiter Lotto spielen, ne? Ja, mein Neffe auch, ne, der Klaus. Der ist ja sowieso ein Phänomen, ne? Der ist ein Phänomen. Wenn ich nur sehe, wie die halt, der Trend geht ja in der Jugend, wie die rumlaufen, ne? Da haben die so 2 halbe Leberknädel auf dem Kopf, ne? Dann rauchen die keine Zigarette mit, die haben so Doppelstecker. Der qualmt wie ein Dampfblock früher, ne? Der Mensch, es wird brennen. Da hat einer neben mir an der Ampel gestanden, hat so Ding gehabt, wohl die Feuerwehr holen, ne? Das ist doch nicht normal. Oder dort die Shisha-Päfe, wo sie dort ziehen. Ne? Und der Klaus sowieso, der ist jetzt 32, bis der 30 war, hat der kein Wort geschwätzt. Ne? Gar nichts, ne? Gar nichts. Bis vor 2 Jahren oben zucken wir am Nachsicht, als es nachwärmen muss, sagt er, die Suppe ist kalt. Er sagt, Klaus, du kannst schon schwätzen. Was war denn los? Sagt er, bis jetzt war immer alles in Ordnung. Ne? Dann kommt der für die Weihnachten. Wie hat er gesagt, ich hätte gern das Playstation 3 mit den Zombies. Ich gesagt, da gehst du lieber bei der Oma, da hast du Zombie genug, habe ich schon gesagt. Ne? Da hast du den ganzen Tag Zombie, 2 Stunden brauchst du nichts mehr zu machen. Es ist doch wahr. Was sind denn das noch für Weihnachten? Wir haben doch, holen wir allein mit dem Wetter schon. Ne? Mit dem Wetter. Zwischen Weihnachten und Jahrestag hast du ein bisschen Rasenmäher. Und jetzt, wo man gerne Schnee hatte, da haben wir keiner. Das ist genau wie mit dem hohen Blutdruck. Früher, wie man den gebraucht hat, haben wir keiner gehabt. Ne? Ah ja. Heute, wo wir älter sind, da kriegen wir hoher Blutdruck. Nur was nützt denn das, wenn ich so Orte an der Hals kriege? Ne? Und Angst haben muss vor einem Schlaganfall. Ist ja mit dem Doktor dasselbe. Die Woche war ich dort wie meiner Freck. Das Erste, was der sagt, abnehmen. Was hat denn das mit dem Schnuppe zu tun? Sollst du nicht essen, nicht trinken, nicht rauchen, aber schaffen. Ne? Schaffen sollst du, bist du vom Stuhl falsch und dann schreibst du dann her auf der Grabstein drauf. Ein Leben lang macht er Überstunden, jetzt feiert er ab. Ne? Die Schwiegermutter hat gesagt, ich lasse mal draufschreiben, hier liegen meine Gebeine, es wohl wären deine. Ja, die schmeißt ja das Geld nur so im Finstern aus. Ne? Die hat ja 3.500 Euro Rente im Monat, die können wir ja gar nicht verdienen. Ne? Hat sich jetzt einen Rollstuhl gekauft, nur weil es zu faul ist, zu laufen. Und ich musste da rumschieben, dass ich mal mein Sonntagsgeld verdiene. Ne? So, und der Mitarbeiter am Osthafen sagt, sie kennt da so viele alte Fracks angeschoben. Habe ich gesagt, du bist der Erste. Die ist ja eine Katastrophe. Ne? Dann sind wir weiter. Wo gehst du hin? Ich gesagt, auf den Friedhof. Sagt, ich bin noch nicht tot. Sagt, wir sind ja noch nicht dort. Um auf die Arbeit zurückzukommen, da, man braucht sich ja nicht so wundern, so Typen wie mein Neffe da, ne? Dass die keine Arbeit hat. Ne? Der war ja eine Zeit lang teilbeschränkt bei uns angestellt. So als ABM, ne? Am besten Meide. Im Sommer schafft er als Amateur auf dem Kreuzfahrtdampfer auf der Eider. Und im Winter geht er Samenspende. Ne? Macht er 3-mal im Monat als Handmensche und dann ist er durch. Nicht Sandmensche, Handmensche. Ne? Falls das verheert hat. Ne? Ja.
Ja, der lebt praktisch von der Hand in den Becher. Ne? Das Oder wie mir wollte in einer Innenstelle, wo was schaffen tut. Leute, wo nichts schaffen, haben wir selber. Ja. Der eine meldet sich, ja, was gibt's dann dort zu verdienen? Und ich sage am Anfang 1000, später mehr. Sagt er, da komme ich später wieder. Ne? Komm da später wieder, weißt du. Der andere sagt dann, hören mal, ich habe 8 Kinder. Muss ich dir mal vorstellen, arbeitslos 8 Kinder. Ich habe gesagt, Knechtchen, du bist bestimmt fleißig, ne? Aber morgens bist du tot nicht. Sagt der, spricht unbedingt eine neue Stellung. Ich habe gesagt, such, da muss ich erst eine neue Arbeit und dann kannst du wieder mit Stellungen anfangen. Verstehst du? Wo soll's denn enden? Oder die Werbung, ne? Alles Lug und Trug. Es geht ja nicht darum, dass du das richtige Produkt gibst, sondern es geht darum, dass du am wenigsten merkst, wo du am meisten über den Tisch gezogen wirst. Das ist es. Ne, zum Beispiel mit der Pampers. Ne? Unser Kleiner ist jetzt ein bisschen bei. 3 Jahre, steht drauf, bis 12 Kilo. 3 Haufen ist das Ding voll. Ne? Du kannst dich auf nichts mehr verlassen. Die Woche waren wir essen, ins Restaurant. Guck ich da, Schwiegermutter nebendran. Sagt die, guck mal, mein Teller ist ja ganz nass. Ich sage, sehr ruhig, das ist der Suppe. Sagt er zu mir, was hätten Sie dann gern? Habe ich gesagt, ey, machen Sie mir so 5 Minuten Stieg. Sagt der Medium. Ich gesagt, es kann ruhig ein bisschen größer sein. Wie es nur 2 Stunden gekommen ist, habe ich gesagt, von 5 Minuten Stieg kann man doch nicht schwätzen. Sagt der, sind Sie froh, dass Sie keine Tagessuppe bestellt haben? Da werde ich noch dort hucken. Ne, mit meiner Tochter ja genau dasselbe. Die kann ich ja auch nirgends mit ihnen holen. Die haben ja nichts zu reisen, nichts zu beißen. Jetzt hat sie einen neuen Freund. Da hat sie zum gesagt, hier Mo, ich muss da was sagen, ich bin farbeblind. Hat er gesagt, das ist nicht schlimm, ich muss da aber sagen, ich komme nicht aus Gera, ich komme aus Ghana. Was willst du denn da sagen? Ne, wie mit der Schwiegermutter auch. Die ist ja Mittag, habe ich gesagt, wie ich fort bin, sagt sie zu mir, ey, lass das Licht an wie die Inbrecher. Und ich sage, die wäre doch eine Taschenlampe dabei haben. Ne? Die nächste Woche wird sie 102 Jahre alt. Ja, ich habe gesagt, schämst du dich nicht? Aber wir schenken uns ja nichts mehr. Ne? Nee, wir haben ja gesagt, schon seit Jahren, wo wir gesagt haben, wir schenken uns nichts. Ne? Ich bin da soweit fertig, wir haben einen schönen Stuhl gebaut, ein bisschen elektrisch noch. Ja, so. Sag nicht immer Steckerin und fertig. Ne? Das ist ja wie mit der Patientenverfügung, wo wir gemacht haben. Jetzt hat sie A, Bronchitis gehabt, wie sie dort die Schweinegrippe gehabt hat. Hat Gerda gesagt, man müsse ja was kennen. Habe ich gesagt, kennen wir nicht, wir haben eine Patientenverfügung. Sagt, bist du verrückt, das kannst du doch nicht machen. Habe ich gesagt, keine lebensverlängernde Maßnahme. Ja. Das kannst du doch nicht machen, du musst ja doch etwas kennen. Sag ich, richtig ab, man kennt ein Abführmittel. Er huscht die nicht mehr dann. Ich sag, die traut nicht mehr. Irgendwie kriegen wir das schon in den Griff. Ne? Ein Satz, machst du oben bei der Mama im Zimmer noch Vorhang dran, dass der von gegenüber, wo er hingezogen ist, nicht immer bei ihr hinguckt. Und ich sag, Gerda, wenn der Mutter 3 Mal gesehen hat, ne, dann tut er sehr finster zumauern. Ne? Der wäre froh, er hätte nie Balkon und Terrasse gehabt. Ne? Das ist ja genau wie da in Hollywood. Ne? Nee, Halloween, so. Ne? Wo der Martin Luther dort die 95 Prothese an die Haustür genagelt hat. Ne? Das wissen die Jungen ja alles halt nicht mehr. Ne? Die kennen ja da nur noch da Maske und Trinke, die ganze esoterische Trinke dort, die Trinkerbusse, Karl Piranha und esoterische Kalk-Pops. Ne? Ja, das hat ja kein Ende. Die wissen ja nicht, dass damals der kirchliche Feier da war, wie mir. Genau wie Weihnachten auch. Ne? Die wissen ja nicht, warum man Weihnachten feiert. Und sie seht ja am 24. Ne? Aber so sind sie halt.
Jo, und da muss man gucken, wie man mit der Krankheit über die Feiertage klarkommt. Dieses Jahr falle jetzt die Weihnachten, Gott sei Dank, auf den Montag, der Heiligabend. Kann man mit 3 Tagen krank schön 14 Tage daheim bleiben. Ah ja, die Doktor sind ja auch selber schuld. Wie ich die Woche hinkomme für das Blut, habe ich gesagt, ich habe Blut abgegeben, wie sieht es denn aus? Sagt der zu mir, trinken Sie. Och, das kommt drauf an, was Sie da haben. Ne? Sagt er, ich kann nichts machen wie im Alkohol. Und ich sage, da komme ich wieder, wenn Sie nüchtern sind. Ne? Das ist kein Problem. Ne? Deswegen, man soll sich auf nichts verlassen. Ich sage immer, wenn ich so gesund bleibe, wie ich jetzt krank bin, bin ich mit mir selber zufrieden. Alle hopp! Das ist unser Hausmeister, das ist Willi Jost. Dankeschön. Für dich, lieber Willi, ein dreifach donnerndes Saarbrücken. Alle! 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 Ja, nun ist es wieder Zeit für die Bit. Aber nicht die Bit, die Sie meinen, sondern für die Waschbit. Denn jetzt ist hier der große Waschtag. Wir haben gespielt, am liebsten nur ein Dreck. Eine Kirschkehre, hübsche Ditsche weg. Wir haben gespielt, am liebsten nur ein Dreck. Und wo der Dreck am Tisch war, das sind wir nicht mehr weg. Wir haben gespielt, am liebsten nur ein Dreck. Eine Kirschkehre, hübsche Ditsche weg. Wir haben gespielt, am liebsten nur ein Dreck. Und wo der Dreck am Tisch war, das sind wir nicht mehr weg. Ohrenschmalz, Kragenspeck, Mundgeruch und Nageldreck, Achselschweiß im Überfluss, Fettfrisur und Käsefuß. Nimm mich jetzt auch, wenn ich stinke, denn sonst sag ich winke, winke und goodbye. Schreib mir bitte keine Briefe, nimm mich jetzt auch, wenn ich miefe wie ein Aal. Einer fischverliebten Nase sind gelegentliche Gase ganz egal. Mief, 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 mief. Sag doch über den Charakter gar nichts aus. Och Mama, muss ich mich schon wieder waschen? Bin doch noch ganz sauber. Na gut. Waschtag, heute ist Waschtag, auch wenn ich das Waschen eher nicht mag. Waschtag, heute ist Waschtag, einmal in der Woche muss es sein. Waschtag, heute ist Waschtag, auch wenn ich das Waschen eher nicht mag. Waschtag, heute ist Waschtag, nicht nur richtig sauber, sondern rein. Weiter nun, jetzt sind die Achselhöhlen dran. Höhlen dran, Höhlen dran. Ganz bestimmt fängt einer dann zum Nölen an. Trotzdem sind die Achselhöhlen dran. Waschtag, heute ist Waschtag, auch wenn ich das Waschen eher nicht mag. Waschtag, heute ist Waschtag, einmal in der Woche muss es sein. Ein hübsches Mädchen ist die Jule. Sie geht auch gerne in die Schule. Nur eines finden alle schlecht, dass Jule sich nicht wäscht. Sieht man sie kommen, heißt es Wenn man sie reden, heißt es Doch riecht man sie, heißt es Denn Jule wäscht sich nie. Yeah!
Die Jugendgarde der Messinitzo mit ihrem Schautanz. Heute ist Waschtag. Und unserer Jugendgarde ein dreifach kräftiges Saarbrücken. Alle! 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 Ja, gegen unseren nächsten Akteur ist Monsieur 100.000 Volt ein Schwachstromelektriker. Niemand schlüpft in so viele Rollen und niemand entzündet ein solches Feuerwerk der guten Laune wie er. Freuen Sie sich auf den Fidelius! Hallo! Willkommen zu meinem dreistündigen Kurzprogramm. Ich grüße alle Narren hier in diesem Saal. Ich grüße euch zu unserer Zeit im Karneval. Die 5. Jahreszeit ist aufgewacht. Mit guter Laune und Stimmung einfach durch die Nacht. Ob Garde Major, ja auch Elferrat. Die lange Wartezeit jetzt ja ein Ende hat. Ihr sind da. Da, ihr sind einfach da. Paneisch bunt angezogen. Ihr sind da. Willkommen zu der Show. Wir sind do, dana, dodo, bana, do, do. Volare. Cantare. Ich bin noch gar nicht in Weihnachtsstimmung. Mit Fastnachtsstimmung, muss ich sagen. Ich bin immer noch in Weihnachtsstimmung. Mein Vorsprung am Samstag erst den Baum gekillt. Vor kurzem haben wir noch Lieder gesungen wie Morgen kommt ein Kilogramm drauf auf meine Hüften. Oder der andere Klassiker, lass den Po noch runder sein, 2, 3 Plätzchen gehen noch rein. Knusprig, knusprig, tralalala. So was haben wir gesungen. Und mir Phasebote, wir haben ja gar keine Zeit für die Weihnachtszeit. Wir sind am Vorbereiten, am Trainieren, am Lernen. Und der Verband gibt immer Weihnachtsmedleys raus für Fasching. Das waren letztes Jahr, 2017, 22 Weihnachtslieder in 48 Sekunden. Die singen mir. Da singen wir Jingle Bells in weißer Pracht, du stille, stille, heilige Nacht. Die Engel haben es gesehen und Hirten auf den Feldern stehen. Leise rieselt wunderbar der holde Knabe im Lockenhaar, wie die Alten sungen. So singen auch die Jungen. O du fröhlich selige, o Tannenbaum im großen Raum. Wer morgen Kinder wird's was geben, still und starr ruht unser See. Maria durch ein Dornland ging und kling, kling, Glöckchen, klingelingeling. Nikolaus ist ein guter Mann, wie grün sind deine Blätter dann. Ja. Das war erst 14. Aber wir haben vor kurzem jetzt auch erst Silvester gehabt. Broschneier, Nachbar. Was haben wir im Januar gesungen? Verdammt, ich wieg mich. Ich wieg mich nicht. Verdammt, mein Bauch nimmt mir schon die Sicht. Oder wenn die Frau dann zu ihren Männern singe und wie du wieder aussiehst. Gerade jetzt, wo du dich ausziehst. Dann schwappelt alles rum. Sowas. Und jetzt geht's zu dir heute wieder. Ich glaube, es geht schon wieder los. Das darf doch wohl nicht. Dass man so schnell den Halt verliert. Und Land auf, Land ab singt man wieder folgendes Lied. Und dann geht's hoppa, hoppa, hoppa. Und dann huppa, huppa, huppa. Jawohl, der ganze Saal dasselbe noch einmal. Und dann geht's. Dreh, dreh.
funktioniert immer. Ihr könnt euch ruhig sitzen, das wird ganz lang, bis ihr da... Auch die Italiener bei uns im Land feiern Fasnacht und singen immer Fasnacht, Fasnacht ist für alle da. Fasnacht, Fasnacht, auch hier an der Saar. Man schunkelt hier, man fummelt da, man schunkelt hier, man fummelt da. Tralalala. Oder Israel. Fasnacht schon wieder, Fasnacht schon wieder, Fasnacht schon wieder wie jedes Jahr. Kichelchergen gebackt, komm steck sie in den Sack, das ist die Fasnacht wie jedes Jahr. Sowas. Zum Thema Fasekichel gibt es ja ein ganz berühmtes Lied von P. Werner. Dieses Kribbeln im Bauch, das man niemals vergisst, wenn man zu viel und oft Fasekichelscher isst. Dieses Kribbeln im Bauch, hast du das nicht auch mit dem Darm ohne Scham und das trickt? Man feiert natürlich auch in Südamerika Fasnacht. Das ist die Fasnacht, das ist die Fasnacht, das ist, was uns Freude macht. Man singt am Morgen, man singt am Abend und man singt, das ist wahr. Sowas. Und viele ziehen an Fasnacht los mit dem Slogan, ach, man kann auch ohne Alkohol fröhlich sein, aber heute gehen wir auf Nummer sicher. Zack. Ja, das gefällt euch. Das ist euer Niveau, ich merke schon. Fasnacht ist auch für viele Lizenz zum Fremdgehen. Fasnacht auch endlich wieder, wir kommen wieder dran. Und was ich nicht verstehe ist, viele zum Fremdgehen kaufen sich Kondome und wenn man die Dinger bezahlt, kriegt man Treuepunkte. Ich verstehe das nicht. Das ist mir immer noch ein Rätsel, aber das ist einfach so. Passt natürlich das Lied von Ingrid Peters ganz gut dabei. Zieh mal was drüber. Denn ich bin verheiratet, Verhütung ist wichtig, mein Lieber. Zieh mal was drüber. Oder das Nena-Lied, ich geh mit dir, wohin du willst. Auch bis ans Ende dieser Welt. Zur Fastnacht, wo die Sonne scheint. Nach 2. Sekt sind wir vereint. Ah, ah, ah. Ja, was vorher viele von euch singen, ist vielleicht auch das Lied Wo war ich noch gestern? Wo war ich noch gestern? Die Antwort weißt nur, denn ich war richtig. Und warum war man zu? Weil man heute oben das Lied gesungen hat. Ein kleiner Klopfer geht noch rein. Es muss ja nicht der letzte sein. Und viele Karnevalisten haben Spaß. Nur eine Gruppe hat nicht so einen Spaß. Und das ist der Elferrat. Ganz arme Deibele. In dem Fall, der Verein ist 1856 gegründet, gell? Und die haben in der Statute noch stehen, dass nur Männer einmal da sind dürfen. Also die Frauen haben hier noch keinen Platz. Das ist Tradition, nennt man das. Also nur Männer hier, Prachtexemplare. Und die müssen doch 4, 5, 6 Stunden aushalten ohne Alkohol. Mittlerweile alkoholfreie Getränke ist Pflicht. Unser Abend ist ganz, ganz lang. Unser Abend ist ganz, ganz lang. Gucken wir mal, wie die da gucken. Und der Elferrat soll eigentlich immer freundlich aussehen. Er soll Freude versprühen, für einige von denen unmöglich. Es sind immer ein, zwei dabei im Elferrat, die machen Gesicht, als ob sie bei der Beerdigung den Blumenstrauß gefangen hätte. Es sind immer ein, zwei dabei, müssen wir mal gucken, überall. Das ist... Ja. Und was macht man da, um den Armen, was macht man über die Zeit zu kommen? Die 4, 5, 6 Stunden, das ist lang. Und die Kameraden hier, die haben eine WhatsApp-Gruppe. Die schreiben unter anderem auch Gedichte. Während der Sitzung, in der Gruppe wäre Gedichte verschlamst. Die haben jetzt zur Olympiade, haben sie jetzt zur Winterolympiade, haben sie jetzt geschrieben, Skispringer gehen gern aufs Ganze, wer dann nicht springt, hat keine Schanze. Das kommt aus diesem Elferrat. Einer von denen hat einen ganzen Elefantenzyklus geschrieben.
Eins davon war, ist ein Elefant alt und grau und sieht er nicht mehr so genau und frisst er nur noch Haferschleim, dann muss er wohl ins Rüsselsheim. Das kommt auch vom Elferrat. Und mittlerweile, die dichten auch in englischer Sprache. Einer von denen hat gedichtet, gestern beim Chinesen aß ich Curryhuhn, darum brennt mir der Afternoon. Das ist auch aus diesem Gebilde hier, diese wunderbaren Kerle hier. Hoi, 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 gell? Hoi, hoi, hoi. Oh, wow, wow, ja. Einer von denen hat auch über frohen Leichnam gedichtet. Hat er geschrieben, es stand in der Zeitung vor ein paar Tagen, sie haben einen Tod aus dem Puff rausgetragen. Dabei gab es auch ein Foto und ich muss gestehen, ich habe noch nie so einen frohen Leichnam gesehen. Das ist hohe Kunst. Das ist hohe Kunst. Was die mittlerweile auch haben, mittlerweile sind ja bei Karnevalisten Tattoos ganz in. Einer von den Kameraden hat sich jetzt ein halbes Hähnchen auf der Oberarm tätowieren gelassen und Unotronatella für die Knochen. Da muss ich erst mal drauf kommen. Ich glaube, der Sitzungspräsident hat mittlerweile einen Förderturm auf dem Bauch tätowiert, in der Hoffnung, dass unter Dach auch mal wieder was los ist. Das ist unser Elferrat hier. Guck mal, wunderbare Kerle hier. Genau, guck mal, wunderschön. Die Älteren von den Kameraden haben meistens so Senioren-Tattoos. Das ist, da wäre ein Krampfort, da wäre ein Name von Flüsse dran tätowiert. Das ist so. Ist auch ganz in. Was mittlerweile bei der Faserbote auch schwer in ist Piercing. Nicht unbedingt bei dem Elferrat hier, Piercing. Und zwar in Regionen, die man so gar nicht sieht. Letztes Mal hat ein Männerballett hat sich umgezogen bei mir in der Umkleide, wie die Unterbuchse ausgezogen haben. Ich habe gedacht, ich wäre auf der Alm. Dann kriegt das Wort Klingelbeutel eine ganz neue Bedeutung. Das ist unheimlich. Und in diesem Gremium wird auch diskutiert über aktuelle Themen. Und gerade zum Schluss zu kommen, letztes Mal hat in unserer Saarbrücker Zeitung gestanden, auf der ersten Seite vorne, das Wir-Gefühl im Saarland ist besonders stark ausgeprägt. Das Wir-Gefühl. Und da haben die da oben diskutiert, da hat er gesagt, wir, wer sind wir dann eigentlich? Und dann hat einer gesagt, ich bin wir und du bist wir und er ist wir und sie ist wir. Wir vier sind wir, so ist das hier. Doch die von da und der von da sind nicht von hier und nicht wie wir. Denn ich und du und er und sie, wir vier sind eben nicht wie die. Und weder die noch der von da kann sein wie wir. Das ist doch klar. Selbst wenn er irgendwann vergisst, dass er von ganz woanders ist und glaubt, er wäre jetzt von hier und wäre jetzt genau wie wir, dann geht das nicht, weil wir bin ich und wer bist du. Und er gehört ja nicht dazu. Und so zu sein wie du und ich, das will er in der Regel nicht. Und das ist ja richtig und wahrscheinlich wichtig, dass jeder weiß, wer er ist und niemals vergisst, dass da und hier und die und wir. Weil es steht so wahr, dass die von da und wir halt von hier, und zwar alle vier. Ich, du, er und sie. Und wären wir wie die, dann wären wir von da. Und daran scheitert es ja. Wären wir von da und die von hier, dann wären die wir und wir wären die. Ja. Und wir wissen nie, wie es ist, dieses Wir-Sein. Grüß Gott, sogar hier sein. Weil nicht sein darf, weil nicht sein kann, fangen wir es erst gar nicht an. Ich bleib ich, du bleibst du, er bleibt er, sie bleibt sie. Wir vier bleiben wir, die bleiben die. Und so bleibt alles irgendwie genauso, wie es immer war. Na wunderbar. Und wir feiern heute Fasenacht. Wir feiern Fasenacht. Wir feiern Fasenacht. Ganz, ganz schnell. Gleich wird's hell. Wir feiern Fasenacht. Wir feiern Fasenacht. Ganz, ganz schnell. Gleich wird's hell. Und ich sag tschüss, machen's gut. Und zum Schluss singe ich mit euch folgendes Lied. Kennt jeder? 1, 2, 3. Ja, zum Feiern sind wir heute hier. Und zum Feiern, dann trinkt man 2, 3 Bier.
Auf und nieder, immer wieder, singen froh die gleichen Lieder. Ja, zum Feiern sind wir heute hier. Singen! Singen, ja, ja, yippie, yippie, ja, ja, yippie, yippie, ja, ja, yippie, yippie. Und noch einmal mit Dampf. Singen! Hip hoi, singen ja, ja, yippie, yippie, ja, ja, yippie, yippie, ja, ja, yippie, yippie, yeah. Und tschüss, macht's gut, schönen Abend, servus. Ich glaube, ich habe nicht so viel versprochen. Der Fidelius, Christoph Lesch. Und der Christoph, der hat mir mal was beigebracht, was immer funktioniert. Ich probiere es mal aus. Die Phasend. Die Phasend. Vielen Dank, lieber Christoph. Und dir natürlich ein dreifach donnerndes Saarbrücken. Alle! 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 Wenn keine Narren auf der Welt wären, was wäre dann die Welt? Das sagte vor rund 200 Jahren schon einmal Johann Wolfgang von Goethe. Und das Ganze so ein bisschen in Form eines Spiegels, den wir uns alle vorhalten und der uns jetzt vorgehalten wird. Dazu begrüßen wir ganz herzlich heute auf der Bühne der Mir sinnet so unseren Till. Hopp, alle, hopp, alle, hopp, alle, hopp, alle, hopp, alle, hopp. Wenn man eine Lache entlockt, jedem Trauerklos, dann wissen wir, die Party, sie geht wieder los. Und für uns Narre, da ist dann Schluss mit der Ruhe. Manche sagen Fasching oder Karneval dazu. Anderorts wird das Ganze Phasen genannt. Jeder wie er will und so wie er es kennt. Aber all dem auf den Grund zu gehen, das macht überhaupt keinen Sinn. Denn Fastnacht erforsche, das kriege niemals hin. Weder mit dem Flugzeug, noch mit dem Auto, noch mit dem Schiff, noch mit dem Bus. Kein Ballast, kein Gepäck, was man mitnehmen muss. Nix inklusive und auch jede Menge drin. Und nach Leid wie die Frau Pritz kriegt das ganz sicher hin. Spontanität und Toleranz und Humor und davon ganz viel. Das ist das, was man braucht, wenn man mitfahren will. Der Till, er übernimmt jetzt die Reiseleitung für euch. Er ist euer Pilot, euer Zimmermädel und euer Kellner zugleich. Weil dort, wo es jetzt hingeht, ist ihm vieles bekannt. Denn unser Reiseziel, liebe Leute, das wird Fastnacht genannt. Also, have a good trip, bon voyage und gute Fahrt. Stellen das Rauche in, schnallen euch an, es erfolgt gleich der Start. 2017, ihr Leid, ging's wieder richtig gut rund. Denn mir hatte das Superwahljahr im Land und im Bund. Und unser Volksvertreter, die machen dann kräftig mobil. Ansonsten hört und sieht man sie ja eher nicht viel. Doch wer an seinem Amt hängt, und das tun sie alt schwer, der will's ach behalle und gibt's ungern nur her. Schöne Diäte und Reise mit dem Bundeswehrjet, Beraterposte und Aufsichtsratsprämie sind ach noch ganz nett. Aber was noch viel wichtiger ist, und das ist sicher ihr Leid, das ist der Pensionsanspruch. Noch 8 Jahre, also noch ganz kurzer Zeit. Und wenn du außer Politik nix kannst, dann sagst du doch, Oleg, das sind Fleischstippe, von denen will man nicht weg. Ob so Politik kennen, ihr Narre, das weiß ich nicht recht. Aber dass die meisten sonst nix kennen, das steht immer fest. Damit's nicht heißt, der Till, er wäre einseitig orientiert, han ich mal Wahlplakate von alle gar studiert. Die verspreche all sehr viel, aufgehängt sind sie fix und wenn die Wahlen vorbei sind, da erinnert man sich an
Man merkt, dass viele Politiker da sind. Wenn die Wahlen vorbei sind, da erinnert man sich an... Das ist nicht wirklich nei und vielleicht auch nicht schön. Und jeder hatte Weg gefunden, dort damit umzugehen. Womit ich nicht kann umgehen, das ist dieses braune Gesochse. Die Mischung aus kranke Gehirne und Schäleochse. Ihr Vorzeigedeutsche von der NPD, wenn ich euch nur schon sehen, tun die Aue mir weh. Und so bringe ich es jetzt mal auf einen knapper Nenner. Ihr habt gar nichts begriff. Ihr Sinn und bleibe Penner. Allerdings glaub ich, da läuft noch was nicht richtig. Denn viel mache de Fehler und nehme euch zu wichtig. Und so wird von meinem Spichel nochmal euer Wahlergebnis genannt. Und das, ihr liebe Narre, liegt unter nem halben Prozent. Also bring ich's grad nochmal auf einen knapper Nenner. Ihr könnt verleumde Hetze und tun und dennoch, es wählt euch einfach Kenner. Und der Till, er weiß genau, wie man euch irritiert. Und zwar ganz einfach, indem er sie komplett ignoriert. Ihr seid abgelutscht, verbraucht wie ihr Gummiräf so platt. Mit einem Wort, ihr Finne nämlich statt. Und als allerletztes Wort sei das Folgende gesagt. Über euch schreibe ich nix mehr. Mir ist das gute Papier zu schad. Deshalb, ganz zum Schluss, nochmal euer Ergebnis von der letzten Wahl und für die von euch, die sie kenne, in arabische Zahlen. Denn wird von euch noch so viel gehetzt, diffamiert und geschult, hinterm Komma steht zwar die 4, aber vorne dran die 0. Bleibe mal auf der Rechtsseite und wende uns zu denen hin, die von sich behaupten, eine Alternative für Deutschland zu sein. Auf jeden Parteitag, egal wo der ist, wird sich gegenseitig beleidigt und in Fetze gerissen. Ach, die Vetternwirtschaft hat bei denen ihr daheim, Frau de Dörr und sein Sohn. Die zwei wissen, was ich mein. Und wenn sie richtig in Schwung kommen, so nom 7., 8. Bier, ist das Kopftuchverbot für Muslime ihr Kriegstipläsier. Vor der Wahl, da haben sie es ja mächtig probiert und haben an ihrem Image herumgefeilt und poliert. Flüchtlingsboote samt Inhalt versenke. Jemandem, der sowas sagt, soll man sei Wählerstimm schenke, in denen ihr Kopf geht wohl niemals darin, dass das, was sie Inhalt nenne, Menschenleben sind. So fasse ich euer Bemühungen um Imagepolitur zusammen wie folgt, kurz und knapp. Euer Farb, die ist braun und die Krine ach nicht ab. Und weil das eine Farbe ist, die Gott sei Dank nur der wenigste gefällt, Leiner auf dem Müllhaufen der Geschichte. Und das ziemlich bald. Allen voran der mit der Jagdgedanke. Euer vergreister Gauleiter, Gauland, mit seinem Hirn, seinem Kranke. Aber auch über Höcke, Weidel und Meuten wird bald keiner mehr, ach nur ein Wort vergeuden. Der Bericht über euch wollt mit nem Reim ich beende. Für denen zu finden, muss nicht viel Zeit ich verschwende. Denn was reimt sich besonders gut auf das schöne Wort Barsch? Richtig, stecken euch euer Alternative am besten quer in der Arsch. Eigentlich wollte ich's damit bewenden lassen und mich nicht noch länger mit euch befasse. Aber euer rassistischer Dünnschiss und euer krankhafter Hohn han sich ergoss überm Boris Becker, sei Sohn. Und der Ritter von Meyer, hoch zu Ross und arrogant, hat ne, ihr wisst es, kleiner Halbneger genannt. Sind Leid von der Presse da? Dann tran ich's euch an. Sahn, schreiben das, was ich jetzt sahn, uff, damit er's lesen kann. Halb schwarz, halb weiß, das wird bunt genannt. Doch Mischungen wie die sind euch unbekannt. Deswegen, Meier, sah nicht dir was Bekanntes. Du bist kein halbes Arschloch, sondern ein ganzes. Nach der letzten Session kam Phil auf mich zu und han gefordert, lass doch mal unsere Frau OB Pritz nächstes Jahr in Ruhe. Und als nah
bist ja auf Dialog und Ausgleich bedacht. Und so habe ich gesagt, das wird dies Jahr so gemacht. Und der Entschluss, er hat gestanden, massiv wie ein Haus, die Stadt Saarbrücke und die OB Britz, loschst du dies Jahr raus. Ja, okay, ja, sie klatscht. Und wenn du dauernd siehst und hörst, dieses irre Treibe, da juckt's da doch in de Finger und du musst dort drüber schreiben. Da in, da aus, haut die Frau Stoff für Bitterrette raus. Dort die gute Vorsitz. Da oben die Bitt. Sorry, Frau Britz, ich habe einen Rickfall erlitt. Fürs Schülerferienfest hat die Stadt Saarbrücke kein Geld. Ach, Lehrschwimmbäder, Bücherei und vieles mehr wird in Frage gestellt. Grund- und Gewerbesteuer sind daher wie nirgendwo. Gleiches gilt für die Eintrittspreise im Saarbrücker Zoo. All das ist bekannt, ich will euch nicht länger quälen und eigentlich wollte ich von Ihnen ja dieses Jahr gar nichts erzählen. Aber bist du als Bütteredner politisch interessiert, da kriegst du von der Frau OB Britz Steilvorlage serviert. Steilvorlage? Ja. Er ist nicht bei der SPD, das so viel kann ich sagen. Steilvorlage kennt man aus der Politik, aus dem Fußball noch viel mehr. Und so kommen wir leider wie immer nicht vorbei am 1. FC. Das Ludwigsparkstadion wird doch fertig gebaut. Wie? Im Leben nimmer, hat jemand gesagt, für den innere Teil. Wie ich das gehört habe, habe ich gelacht. Zuerst ziemlich laut. Doch schnell wurde mir klar, die Männer ist ernst. Es ist kein Witz. Es lebe die Schaffenskraft von unserer Frau Britz. Die Kostenexplosion fangt mal auf mit einem Sonderkredit. Wie der sollt bezahlt gehen, ach, das wissen wir noch nicht. Denn ein Wahlspruch von der Frau Britz lautet wie folgt, ihr Leid: Plane war gestern, ausgehen ist heit. Doch jeder Neubau vom Ludwigspark wollt keiner protestieren, weil jeder schrecklich Angst hat, die Wahl zu verlieren. Und in die Kritik beziehe ich jeder mit in. Ach, die Blau-Gelbe, bei denen ich Mitglied bin. Braucht demnächst ein kleiner Verein, ein klein bisschen Geld und es wird ein dementsprechender Antrag gestellt. Geld von der Stadt Saarbrücke, schlagen euch das aus dem Kopf. Ihr würdet nix kriegen, kein Klicker und kein Knopf. Und wenn ihr euch dort drüber ärgere und ihr könnt es nicht verstehen, dann solltet ihr mal an die Baustelle vom Ludwigspark gehen. So, ihr liebe Narre, mir lehe gleich kurzzeitig an. Der Till und ich, mir steigen dann aus dem närrischen Kahn. Aber merken euch, nicht nur bis Aschermittwoch, den folgende Satz. Auf dem Kreuzfahrtschiff Fasnacht ist noch immer Platz. Und all mein Kollege, euer närrisches Personal, die han's all richtig drauf. Ihr han also die Wahl. Die Reise Fasnacht wird finanziell keiner ruinieren. Nur hingehen, zugucke und wenn's gefallen hat, applaudiere. Kurz bevor man anlehe, wenn ich mich letztes Mal an euch als euer Pilot, euer Zimmermädel und euer Kellner zugleich. Wenn eine Reise vorbei ist, was freut man da die Leid? War alles zu eurer Zufriedenheit? Gibt's irgendwas, was man besser machen solle, außer Sie? Sahen's mal noch her am Buffet oder wann immer ihr wolle. Denn nur wenn's euch wirklich Spaß macht, auf Neid start mal Fun, komm auch ich ein Stückchen näher an mein Vorbild heran. Der Till und ich, mir steige aus dem Narrenschiff jetzt aus und mache bis zum nächsten Auftritt in närrische Pause. Aber bei der närrisch Crew sind ihr in der besten Hände. Und das, was gut ist, kann nur noch besser gehen. Halten ganz kurz an, Maschine stopp, weiterhin eine gute Fahrt und alle hopp!
tolle Darbietung. Marek Winter als der Till. Für dich, lieber Marek, gibt es ein dreifach tosendes Saarbrücken. Alle! 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 Ja, und jetzt sind auch Sie wieder gefordert. Wir laden Sie jetzt ein zu ein bisschen karnevalistischer Bewegungstherapie mit unseren Rohrental-Musikanten. So, hängen Sie sich rechts zunächst noch mal in den Arm ein. Jeder sucht sich seinen Nachbar, greift ihm unter die Arme, zieht ihn nach rechts, bringt ihn nach links und schon geht's auf zum Schuckeln. Ja, jetzt alle! Ja! Der von Saarbrücken, Westen und Köln am Rhein. Denn da wollen wir doch alle fröhlich sein. Jetzt und jetzt ist mein Kuss. Ja, Und nun dürfen Sie sich gleich freuen auf eine musikalische Reise durch Politik und Zeitgeschehen. Freuen Sie sich auf die Frohsinnsgrätzia. Motto sein, drum laden wir euch ein, ihr Namen groß und klein, zu einem Bummel rund um die weite Welt, hoffen, dass euch gefällt, hoffen, dass euch gefällt. Wahlkampfjahr in Deutschland. SPD und Schulz mit großen Ambitionen gestartet. Entschuldigen Sie, ist das der Wahlkampfzug von Martin? Die Plätze leer und verwaist. Der Zug ist lang schon entgleist. Da ist doch was faul bei diesem Oberwürzelaner. Die Wähler sind fortgerannt und das mit 100%. Und das mit 100%. Und das mit 100%. Tschu, 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 die Eisenbahn. Wer will mit dem Martin fahren? Als die Stimme ausgezählt, hat keiner SPD gewählt. Tschu, 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 die Eisenbahn. Keiner will mit Martin fahren. Der Schulz-Express, nur bla bla bla. Die Wähler wollten Jamaika. Doch die Parteien machen halt nicht immer das, was die Wähler wählen. In der Bundeshauptstadt am Brandenburger Tor steht Angela Merkel und jammert uns was vor. Denn seit November sucht sie schon nach Partnern für Koalition. Jamaika schien schon fix, doch daraus wurde nix. Erinnert ihr euch, was haben die alles sondiert und sich am Ende in die Büsche versteckt? Was war eigentlich los? Wieso ist nichts passiert? So eng nebeneinander und doch gar nichts gecheckt. War alles ganz logisch, die Stimmung im Lande. Jamaika wird kommen, Kroko war abgewählt. Und dass es nichts vor ist, jeder schiebt's auf der andere.
Was wurde uns im Fernsehen nicht alles verzählt? 1000-mal sondiert, 1000-mal ist nichts passiert. 1001 Nacht, der Lindner hat's verkackt. 1000-mal sondiert, 1000-mal ist nichts passiert. 1001 Nacht, der Lindner hat's verkackt. Ja, bei diesen Sondierungsgesprächen, mir waren hautnah dabei, aber wir wollen nicht alles erzählen. Wir haben aber nachgeguckt in Facebook und haben einen Dialog zwischen dem Herrn Lindner und zwischen dem Herrn Özdemir gefunden. Du solltest nicht auf Zuwanderung bestehen. Du solltest nicht so nah bei der Merkel stehen. Du solltest nicht, ich sollte nicht. Wir wünschen, dass wir beide alleine sind. Du solltest nicht auf Braunkohleausstieg stehen und mir dabei so heiß in die Augen sehen. Du solltest nicht, ich sollte nicht. Wir beide sollten und konnten uns doch nicht so wollen. Warum hast du nicht Ja gesagt? Es lag allein an dir. Nur einen Hauch, wo lag es dran? Will nicht mit dir regieren. Warum hast du nicht Ja gesagt? Im Schatten dieser Nacht. Wir brannten so voll Leidenschaft. Jetzt haben wir uns verkracht. Warum hast du nicht Ja gesagt? So kann's gehen. Sondierungen gescheitert, alles wieder neu und der Bundespräsident schaltet sich auch noch in. Mit FDP und Grüne waren alle Parteien raus. Der Bundespräsident lädt sie alle in sein Haus. Und er verteilt an alle Schläge, besonders an die SPD. Der Martin Schulz fällt um, spricht von Verantwortung. Die Merkel kommt in Schwung. Martin, my love. Martin, my love. Geht das jetzt schon wieder los? Martin, my love. Jetzt nur alles schön da rein, ne? Martin, my love. Jo, ich bin der Martin, um Gottes Willen. Martin, my love. Samo, was willst du eigentlich von mir? Martin, my love. Wenn ich dich von weitem sehe, wird mir heiß und kalt. Ich will dich für die Kroko haben und sei es mit Gewalt. Du bist meine letzte Rettung, wenn's um die Verantwortung geht. Du hast das doch gelernt in Prüfung, stell dich nicht so blöd. Martin, my love. Martin, my love. Ich bin ein Mann mit klarer Kante, ich lass dich gerne hoffen. Auch Kogo, Minderheitsregierung, ich lasse alles offen. Martin, my love. Oh du, das hast du schon mal gesagt, ey. Martin, my love. Oh Angela, immer die stressige Beziehungskiste. Martin, my love. Lindner, Seehofer oder so, ey, das gibt's doch gar nicht. Martin, my love. Wenn das so weitergeht mit dieser Qual der Wahl, an mir bis Mai, denn Kanzlerin, wenn das
Ja, liebe Gäste, jetzt kommen wir zu zwei ganz durchgeknallte Typen. Kennt ihr die alle gar erkennen? Zwei ganz durchgeknallte Typen. Ich sah nur Donald Trump und Kim Jong-un. Die zwei sind ja ganz schön im Dauerstress. Aber ehrlich gesagt, so verschieden sind die zwei eigentlich gar nicht. Ich bin der Kim Jong-un und hab ich nichts zu tun. Dann mach ich nen Raketentest und feiere ein Fest. Hat auch mein Volk nichts mehr zu kauen. Atomrakete, du nicht baue. Ich bin der Kim Jong-un und han ich nichts zu tun. Dann mach ich einfach, was ich mahn. Trump hat mir nichts zu sagen. Ich bin der Donald Trump, ich schwätz, als hätt ich Stamm. Den Kim Jong-un mit Größenwahn, den ruf ich Rocketmann. Schutz mit Raketen, als ich lieb. Den mach ich platt, ganz präventiv. Ich bin der Donald Trump, ich schwätz, als hätt ich Stamm. Den Kim Jong-un mit Größenwahn, den ruf ich Rocketmann. Ich kann euch nur sagen, ich mahn die dort zwei nicht. Die sind fast so unbeliebt wie ich. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Wir lieben es mit dem Säbel zu rasseln. Den ganzen Tag einfach nur Unsinn zu quasseln. Vor Schwulen und Lesben, doch haben wir Phobie. Die Ehe für alle, sowas gäb's bei uns nie. Akzeptieren eine Meinung, die nicht unsere ist, nicht. Wir sind Demokraten, aber meistens faschistisch. Wir sind schnell mit Worten, aber langsam beim Denken. Eine Atomrakete, doch die kann keiner lenken. Keiner hat uns wirklich lieb. Tut uns leid, dass es uns gibt. Sie sind so unbeliebt. Ein ganz besonderes Paar. Sie sind so unbeliebt. Komm nur selber mit uns klar. Sie sind so unbeliebt. Wir Hanne roter Knopf. Sie sind so unbeliebt. Und findet selbst uns top. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Wir sind so unbeliebt. Ja, unbeliebt ist das gute Stichwort. Es gibt im Sport auch was Unbeliebtes, und zwar nur das taktische Zeichen, der neue Videobeweis. Für den Mann im schwarzen Dress gibt's am Samstags neuen Stress. War das Handspiel oder Schwalbe oder mindestens der halbe? Video soll es belegen, DFB auf neuen Wegen. Der Schiedsrichter nicht traut und gebannt zu Bildschirm schaut. Wenn das kein Beweis ist, dass der Beweis scheiß ist, wenn der Schiedsrichter pfeift und schon alles vorbei ist. Wenn das kein Beweis ist, dass der Beweis scheiß ist, keiner hat was gemerkt, aber danke, jetzt weiß ich. Ja, die Blackbox, die ist schlau und sieht alles ganz genau. Was der Schiedsrichter vergeigt, wird am Bildschirm angezeigt. Fußballfans tun einem leid, was ist deutsche Gründlichkeit? Und sogar noch auf dem Lokus ist der Schiedsrichter im Fokus. Wenn das kein Beweis ist, dass der Beweis scheiß ist, wenn der Schiedsrichter pfeift und schon alles vorbei ist. Wenn das kein Beweis ist, dass der Beweis scheiß ist, keiner hat was gemerkt, aber danke, jetzt weiß ich. Ja, große Diskussionen gibt es hier um den Videobeweis, aber auch große Diskussionen gibt es hier im Saarland wegen der vorgesehenen Flutung der Saargrube. Wir
das Wasser unsere Gruben überflut. Das wär nicht schlimm fürs Trinkwasser, doch wer das glaubt, hat Mut. Die Blume lasse alles hängen. Wer hilft uns in der Not? PSB wird dann das Malz verdrängen. Nichts mit Einheitsgebot. Die Fisch haben schon die Aue dick. Am Blitzer, kein Pumphalswasser, Meserik. Für RAG zu teuer. Für Entwicklungen Sauerblies, das ist ganz gut, nur die Farbe, die sie mies. Und wenn wir ab und zu die Dünnschiss haben, wir glauben weiter dran. Das Wasser im Saarland bleibt gut. Oh jo, das bleibt so gut. Das Wasser im Saarland bleibt gut. Oh jo, so gut, so gut. Das Wasser im Saarland, das Wasser im Saarland, das Wasser im Saarland bleibt gut. Die RAG will das Wasser unsere Gruben überflut. Das wär nicht schlimm fürs Trinkwasser, doch wer das glaubt, hat Mut. Zum Frühstück kann ich Schnaps gesoffen. Die Zähngänge, die Haut wird blass. Das freut die Krankenkasse. Das Wasser schlägt auf die Potenz. Wie Jakob auch mal kennt's. Kranewasser gibt's nicht mehr. Das tut beim Pinkeln weh. Nur die Feuerwehr hat's in Zukunft schlecht. Denn wenn sie löscht, dann brennt sie schlecht. Und schmeckt das Bäckerspiel nur Salz, verkaufen wir's in die Palz. Das Wasser im Saarland bleibt gut. Oh jo, das bleibt so gut. Das Wasser im Saarland bleibt gut. Oh jo, so gut, so gut. Das Wasser im Saarland, das Wasser im Saarland, das Wasser im Saarland bleibt gut. Das Wasser im Saarland, das Wasser im Saarland, das Wasser im Saarland bleibt gut. Dankeschön. Ja, das Wasser bleibt gut und wir Saarländer sind gut. Gell? Jo. Und ajo. Und damit wir das jetzt mal machen können, singen alle gar schön mit. Jo, 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 ajo, jo, 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 ajo, jo, 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 ajo, jo, 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 ajo. Deutschunterricht, das war nix für mich, denn mein Spruch, die kam von der Hit. Sprich ordentlich, hat meine Mutter gesagt, mein Zeichnis, es war nicht das Best. Jetzt wird's nur immer um mein eigenen Spruch, wo's nicht was sie von mir wollt. Egal was ich geschwätzt, sie hat geschollt. Wir von der Saar sind gut gelungen. Unser Herz, das Leid auf uns verzogen. Auf der Straße han ich mein Spruch gelehrt und jedes Wort wie tätowiert. Und eins ist klar, wir kommen von der Saar. Jo, jo, ajo, jo, 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 all von der Saar. Jo, jo, ajo, jo. Und jetzt mal ihr ganz alleine, auf geht's. Jo, jo, ajo. Etwas lauter, auf geht's. Jawohl, so ist es gut. Und wir steigen ein, Achtung. Wir von der Saar sind gut gelungen. Unser Herz, das Leid auf uns erzogen. Auf der Straße han ich mein
Gesungen und ohne Netz und doppelten Boden vom Männergesangsverein Frohsinn aus St. Ingbert, die Frohsinnskretzja. Und wir bedanken uns bei euch natürlich mit einem dreifach donnernden Saarbrücken. Alle! 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 Die Bühne ist frei und wir freuen uns auf unser Tanzmariechen. Herzlich willkommen, liebe Samira Abdullahi. Welch wunderbare Darbietung unseres Jugendtanzmariechens Samira Abdullahi. Für dich, liebe Samira, lassen wir jetzt eine närrische Rakete starten. An die Gewehre. Tempo. Stufe 1. Stufe 2 und Stufe 3. Und ein dreifach kräftiges Saarbrücken. Alle! 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 Hopp! Ganz besonders freuen wir uns jetzt auf unseren nächsten Akteur auf dieser Bühne, auf unseren nächsten wirklich großen, bekannten Künstler, der im vergangenen Jahr zum ersten Mal hier auf der Bühne der Mir sinnet so zu sehen war. Wir freuen uns, dass es auch in diesem Jahr geklappt hat, denn die Kilometer, die legt er in rasend schnellem Tempo zurück. Ob wie heute vom Après-Ski oder wie sonst von Mallorca mal eben schnell nach Saarbrücken. Er ist da. Freuen Sie sich gemeinsam mit uns auf Markus Becker. Los, los, ist was los, los, los in mir. So sehr unter dem Meer. Ja, ich tauch, ja, ich tauch, ja, ich tauch und seh vor lauter Fischen. Ob ihr's glaubt, ob ihr's glaubt, ob ihr's glaubt, das Wasser schon nicht mehr. Alles schön, alles schön, alles schön, wenn sich die Farben mischen. Das müsst ihr sehen, müsst ihr sehen, müsst ihr sehen.
was los, 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 ist was los, los, los im Meer. So sehr unten im Meer. Da ist was los, 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 ist was los, 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 ist was los, los, los im Meer. So sehr unten im Meer. Ja, sie schwimmen, ja, sie schwimmen, ja, sie schwimmen, auch manchmal um die Wette. Wer gewinnt, wer gewinnt, wer gewinnt, ist ihnen ganz egal. Glaub mir das, glaub mir das, glaub mir das, ja Fische, das sind Nette. Sie haben Spaß, sie haben Spaß, sie haben Spaß. Spaß, Spaß, Spaß. Da ist was los, 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 ist was los, 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 ist was los, los, los im Meer. So sehr unten im Meer. Da ist was los, 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 ist was los, 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 ist was los, los, los im Meer. So sehr unten im Meer. Sie sind groß, sie sind klein, sie sind bunt, sie sind fein. Selbst ein Hai, ja ein Hai, der ist nicht mal gemein. Nein, la 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 Dankeschön. Kutschiek, Kutschio, Kutschiek, Baeo. Die Hände in die Höhe und wir wackeln mit dem Po. Kutschiek, Kutschio, Kutschiek, Baeo. Die Hände in die Höhe und wir wackeln mit dem Po. Der Elefant, ja, der stampft und der schwankt hin und her. Der Löwe schleicht das hohe Steppengras. Der Delfin, ja, der schwimmt und der springt durch das Meer. Der Pinguin, der watschelt und hat Spaß. Und alle Tiere haben einen geheimen Tanz, den auch du, den auch du, den auch du lernen kannst. Hör mal zu, Kutschiek, Kutschio, Kutschiek, Baeo. Die Hände in die Höhe und wir wackeln mit dem Po. Kutschiek, Kutschio, Kutschiek, Baeo. Die Hände in die Höhe und wir wackeln mit dem Po. Wir schauen nach rechts, wir schauen nach links. Und es macht noch mehr Spaß, wenn du dazu singst. Kutschiek, Kutschio, Kutschiek, Baeo. Die Hände in die Höhe und wir wackeln mit dem Po. Ein Löwe brüllt, ja er brüllt, ja er brüllt Tag und Nacht. Ein Elefant, der trötet laut Trompete. Ein Affe fällt fast vom Baum, wenn er tobt und er lacht. Und Fische feiern eine feuchte Fete. Und alle Tiere haben einen geheimen Tanz, den auch du, den auch du, den auch du lernen kannst. Hör mal zu, Kutschiek, Kutschio, Kutschiek, Baeo. Die Hände in die Höhe und wir wackeln mit dem Po. Kutschiek, Kutschio, Kutschiek, Baeo. Die Hände in die Höhe und wir wackeln mit dem Po. Wir schauen nach rechts, wir schauen nach links. Und es macht noch mehr Spaß, wenn du dazu singst. Kutschiek, Kutschio, Kutschiek, Baeo. Die Hände in die Höhe und wir wackeln mit dem Po. Wir springen hoch, denn wir sind froh. So schön wie hier, da ist es sicher nirgendwo. Ja, Hand in Hand, das ist doch klar. So ist das Leben doppelt wunderbar. Und alle singen noch einmal. Kutschiek, Kutschio, Kutschiek, Baeo. Die Hände in die Höhe und wir wackeln mit dem Po. Kutschiek, Kutschio,
Gucci F.A.E.O. Die Hände in die Höhe und wir wackeln mit dem Po. Wir schauen nach rechts, wir schauen nach links und es macht noch mehr Spaß, wenn du dazu sägst. Gucci, Gucci, oh, Gucci F.A.E.O. Die Hände in die Höhe und wir wackeln mit dem Po. Die Hände in die Höhe und wir wackeln mit dem Po. Wahnsinn! Ja! Yeah. Und die Hände! Und die Hände ganz nach oben! Du bist die schönste, schönste, schönste Frau der Welt. Einen Himmel voller Rosen hab ich für dich bestellt. Lass uns heute tanzen durch die ganze Nacht, weil du mich verzauberst, immer wenn du lachst. Deine Augen funkeln wie ein Edelstein und die roten Lippen sind wie süßer. Und das Saarland ist die schönste, schönste, schönste Frau der Welt. Einen Himmel voller Rosen hab ich für dich. Und jetzt, du bist die schönste, schönste, schönste Frau der Welt. Einen Himmel voller Rosen hab ich für dich bestellt. Schon so viele Nächte träumte ich von dir, doch Träume werden Wirklichkeit und jetzt stehst du hier. 1000 rote Rosen hoch am Himmelszelt, ganz alleine nur für dich hab ich sie bestellt. Du bist die schönste, schönste, schönste Frau der Welt. Super, einen Himmel voller Rosen hab ich für dich bestellt. Du bist die schönste, schönste, schönste Frau der Welt. Einen Himmel voller Rosen hab ich für dich bestellt. Wo sind die Frauen? Wo sind die Männer? Und wo sind die Saarländer? Du bist die schönste, schönste, schönste Frau der Welt. Einen Himmel voller Rosen hab ich für dich bestellt. Du bist die schönste, schönste, schönste Frau der Welt. Einen Himmel voller Rosen hab ich für dich bestellt. Einen Himmel voller Rosen hab ich für dich bestellt. Du bist die schönste Frau der Welt. Einen Himmel voller Rosen hab ich für dich bestellt. Ihr seid die schönsten auf der Welt. Einen Himmel voller Rosen hab ich für dich bestellt. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Jetzt müssen wir ran. Sie hat sich's gewünscht, gell? Sie hat sich's gewünscht? Ja, dann machen wir das. Hier, was wär Fasnacht, ja? Ohne das rote Pferd, oder? Richtig. Gehört dazu. An Weihnachten hören alle mal Last Christmas. Und seit 10 Jahren an Fasnacht das rote Pferd. Hier kommt's. Musik ab.
Das war nicht schlecht für den Anfang, aber da geht noch was. Seid ihr gut drauf? Habt ihr Lust zu feiern? Dann macht euch bereit und singt mit uns zusammen. Rote Pferd sich einfach umgekehrt und hat mit seinem Schwanz die Fliege abgewehrt. Die Fliege war nicht dumm, sie machte summ, summ, summ und flog mit 4 Gebruch ums. Und immer alle Hände nach oben. La la la, la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Und wir machen die Hände nach unten. Die Hände nach unten. Eine Saarlandwelle. Die Saarwelle. Oh. Wir reiten zusammen. Da hat das rote Pferd sich einfach umgekehrt und hat mit seinem Schwanz die Fliege abgewehrt. Die Fliege war nicht dumm, sie machte summ, summ, summ und flog mit viel Gebrumm ums rote Pferd herum. Da hat das rote Pferd sich einfach umgekehrt und hat mit seinem Schwanz die Fliege abgewehrt. Die Fliege war nicht dumm, sie machte summ, summ, summ und flog mit viel Gebrumm ums. Und noch schneller. Das rote Pferd sich einfach umgekehrt und hat mit seinem Schwanz die Fliege abgewehrt. Die Fliege war nicht dumm, sie machte summ, summ, summ und flog mit viel Gebrumm ums rote Pferd herum. La la la. Und jetzt alle. Noch lauter. La 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 la. Markus Becker. Danke. Für dich, lieber Markus, gibt es jetzt erstmal eine Rakete an die Gewehre. Tempo Stufe 1. Stufe 2. Und Stufe 3. Ich werde rot. Ein dreifach donnerndes Saarbrücken. Alle! 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 Ja, in Sachen Wein, da bin ich ein absoluter Kulturbanause. Aber das ist kein Wunder, seit es bei uns im Elferrad nur noch Wasser gibt. Deswegen bin ich jetzt umso froher, dass wir Besuch haben, der uns zum Wein einiges zu sagen hat. Freuen Sie sich auf eine ungekrönte Weinkönigin. Alle, hopp, 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 alle, hopp. Hebt die Gläser und Pokale allesamt in diesem Saale aus Saarbrücke, Dingmatt, Renterich und achte Nachbar an Ei am Tisch. Ach, Franzose aus dem Nahoste, jeder tut mit jedem Broste. Die Politiker mit freier Kart, die Alte aus dem Elferrad und die, wo ganz da hinhucke, jetzt wolle mir mo einer schlucke. Prost, sagt's Fabienne, die Weinkönigin, erhebt das Glas und schütt ne Rinn. Ein Prosit, der Gemütlichkeit. Ein Prosit, der Gemütlichkeit. Dass ich heute Abend hier bin, ist zufällig passiert, weil Weinkönigin zu wäre, hat mich eigentlich nie interessiert. Doch auf Facebook war da es letzt so eine Annonce und ich dachte mir, das ist deine Chance. Nobel-Weingut sucht zur Repräsentation eine gut aussehende Weinkönigin für die kommende Session. Und es wird auch nichts kosten, die Getränke sind frei.
Und wenn etwas nix kostet, bin ich dabei. Zur Bewerbung, da bräuchte ich Porträt. Und schicke soll ich das an eine Chiffre. Ich schmeiß mich ins Dirndl und schnapp mir mal Kron und seh mich bereits auf dem Weinköniginnen-Thron. Was soll schon passieren? Ich geh doch jetzt hin, rufe laut, da ist es Chiffre, Eier Weinkönigin. Da ist das Porträt, das Nasure, das Schöne. Fabienne die Erste, ihr könnt mich jetzt kröne. Stopp, sagt der Winzer, so schnell tut's nicht gehen. Erst müsse sie das Wine Queen Casting bestehen. Und was mir uns vorstelle für die Krönungszeremonie, ist kräftige Frau und kenn so Hering wie sie. Annie mit ein bisschen von dort und ein bisschen von hier, ma Kind ach sahn mit ziemlich viel Holz vor der dir. Sie han jo hinnen nix und vorne viel se wenig. Mir suche e Weinkönigin und kenn König. Und es käm auch aufs Weinwisse an und ob ich dene Wein ach wirklich vertrauen. Und ich sähe ja gut aus und er kennt mich ach leide, aber am Ende wird halt doch die Jury entscheide. Nur 3 Flasche hat ich, die Experte, schnell überzeugt, dass ich weder vorne noch hinne was bräucht. Doch fragt der Ann, ob ich Weinsorte kenne und ich soll ihm ein paar namentlich nenne. Jetzt wird's eng, denk ich, aber es gibt kein Entrinne. Ich muss mir halt schnell ein paar Sorte erfinden. Es gibt da ein Wein in den USA, den trinkt der Herr Trump fast jede da. Der Anbau lässt sich auf Kalifornien beschränken. Er geht in den Kopf und du kannst nicht mehr klar denken. Es fehlt ihm am Rückgrat und er schmeckt nicht elegant. In Amerika wird der Chateau du Plamage genannt. Herrensor Nordhang wär ganz feini Sort. Von der Sonne verschont, wächst im Nachbarort. Ma soll ne gut kühle, am best in der Erd, in a Holzkist gelagert, das steigert de Wert. Süffig seit Jahre, da werd man nit worres. Blumig im Abgang und auf der Flasch is es Schnorres. Prächtiger Wein, in Pelz verpackt, Cuvée de kaltnackig, grimmelwietig, Attack. Die Herren von der Jury haben sich köstlich amüsiert, aber am Ende haben sie mich leider doch nicht gekürt. Aber jetzt bin ich da, ist ja nicht verkehrt, und ich han bei dem Spaß ach etwas gelehrt. Im Wein liegt die Wahrheit, das wär's reich, das wär's arm. Ich mach mich jetzt fort, mein Bier wird sonst warm. Ale hopp. Ja, vielen Dank unserer Weinkönigin Fabienne Müller. Und auch unserer Fabienne natürlich ein dreifach kräftiges Saarbrücken. Alle! 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 Und Sie können sich jetzt gleich hier freuen auf eine tolle tänzerische Darbietung. Freuen Sie sich auf die Schautanzgruppe der Tanzschule Boots-Ohlmann und sie entführt uns in den Dschungel.
Jungle. Has come, I'm waking up, the moon is shining bright. I gotta feel love, just the way I always do. I'm gonna change your destiny until you want me to. Yeah, I'm a creature of the night. You know I want to, before I bite you. The creature of The sun will shine on you. Open your eyes and see the ray of light. For the sun will shine on you. A dream come true. Pop, pop, pop. Click this shit. Pop, pop, pop. Injawara, injawara. Yeah, le, le, le. Injawara, injawara. Yeah, le, le, le. Wazando mazane. Wazando mazane. Oh, my dear.
Schautanzformation der Tanzschule Bootsohlmann mit ihrem Tanz Eine Nacht im Dschungel. Und wir bedanken uns natürlich auch bei euch für diese tolle Leistung mit einem dreifach kräftigen Saarbrücken. Alle! 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 Wir haben in unserem wunderschönen Bundesland, in unserem wunderschönen Saarland viele tolle, viele wunderbare Sehenswürdigkeiten. Wir haben den Saarpolygon, wir haben den Baumwipfelpfad und etwas ganz Besonderes haben wir im Sommer, das ist die SR3 Sommeralm. Und einer, der schon seit vielen, vielen Jahren hier bei uns, bei der Mir Sinnet so, auf der Bühne steht, der hat auch heute wieder einen tollen Vortrag mitgebracht, eine tolle Darbietung. Und lassen Sie sich mal überraschen, ich glaube, da spielt die SR3 Sommeralm auch eine ganz besondere Rolle. Begrüßen Sie jetzt ganz herzlich mit uns gemeinsam den Mann mit der Gitarre, mit der roten Jacke. Herzlich willkommen, lieber Schorsch Seitz. Es wird gefeiert, Freunde. In der Land of Musik und Chlores, ja, da fühlt man's wieder heim. Mit der saarländischen Folklore fliegt und niemals wie die Flemm. Alle gar machen mir Kokolores, machen mir die Welt verrückt. Und wenn du Mensch, dass das nicht so ist, komm her und mach einfach mit. Hey! Weiler, 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 feiern wir. Mit Musik und La Gitarra, das ist unser Schichtspläsier. Wir haben Feiern, Blut und wir machen ihn dann zum Freudefest. Wenn wir tanzen, springen und lachen über unserem Allerbest. Der immer der Partner bei uns war. Find hier das Leben wunderbar. Siehst du die Sonne im Saarland? Denkst du, hast nie was in uns gesehen? Weiler, 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 feiern wir mit Musik und La Gitarra. Das ist unser Schichtspläsier. Wir haben Feiern, Blut und wir machen jeden Tag zum Freudefest. Wenn wir tanzen, springen und lachen über unserem Allerbest. Ole! Ole, alle hopp, geht's euch gut? Seid ihr doch gut drauf? Ja, warum sollten wir nicht gut drauf sein im Saarland hier? Unsere Tourismusindustrie, die boomt. Ja, die Besucherzahlen gehen ab durch die Decke. Und natürlich haben wir nämlich das alles, womit die anderen seit langem angeben. Ne? Wir haben Mallorca, wir haben Spanien, wir haben den Ballermann längst hinter uns gelassen. Denn wir haben das, was die haben, auch schon längst. Wir haben das saarländische Hochgebirge auf der Grube Reden. Wir machen aus Industrie Schrott, machen wir Kultur. Und wir haben natürlich im hohen Norden des Saarlandes den schönsten See der Welt, unseren Sehnsuchtsort, unseren Boostalsee. Und wir schunkeln. Damals vor unendlich langer Zeit gab's im Saarland kein Boostalsee weit und breit. Stoppe drauf Wasser, ab geht die Show zwischen Telei und Tolai und Tokio. An der Boostalseeküste, am Saarballermann, trink mal Urpilz im Wasser und schwenken an Land, hey, an der Boostalseeküste. Am Saarballermann trink mehr Urpilz im Wasser und schwenken an Land. Juhu! Ah, Freunde, da ist es einfach schön am Boostalsee, da scheint nämlich immer die Sonne. Seems it never rains in southern Donnerswelle. Seems there's often many sunshine at the Boostal Beach. It
never rains in Eckelhause. Hey baby, come on, let's make peace house. Feel free, be smile free. Ja, es ist nicht schön, unser Saarland. Wow. Und wenn abends die Sonne untergeht, Freunde, blutrot im Bostalsee versinkt, dann geht die Party richtig los. Da feiern wir, da gehen die Schwenkerfeuer an und dann singen wir all zusammen. Und ihr macht jetzt mit das schöne Lied, die Fischerin vom Bostalsee. Die Fischerin vom Bostalsee ist eine schöne Maid, Juche, die hupt der Liebe lange da am Infostand vom Centerpark und fährt sie auf den See hinaus, holt sich schnell ihr Handy raus, schwupps, schon ist das Selfie drin im Social-Netz der Fischerin. Ein weißer Schwan als Tretboot-Gitarren, damit strampelt die schöne Fischerin über blauen See dahin, tun ihr die Band dann weh, ruft sie es THW und die schleppen sie mit dem Schlauchboot ab über blauen Bostalsee. Juhu! Die Fischerin vom Bostalsee, Freunde, ihr wisst ja, die ganzen Touristen, die zu uns kommen, die müssen ja ein bisschen wissen, wie wir Saarländer ticken. Und deshalb singen wir jetzt zusammen ein wunderschönes Lied. Und das singt ja alle mit. Da reimt sich das letzte Wort der zweiten Zeile auf das letzte Wort der ersten Zeile. Ich glaube, ihr kennt das. Hakt euch unter. Wir schunken. Holla die hier, holla die ho. Und ihr? Okay, ich habe ja Geschmack drauf. Das Saarland ist das allerschönste Urlaubsland von der Welt. Deshalb lassen die Touristen bei uns ja letztes. Holla die hier, holla die ho, holla die hopsasa, holla die ho. Oh, die Erste traut sich schon hoch zu springen. Tut euch keinen Zwang an, ja. Saarländisches Blatt schwätzt hier jeder Bewohner. Zu Kartoffelsamie, Krummbeer, zu Fleischwurst, Liona. Holla die hier, holla die ho. Und jetzt, holla die ho. Da war schon viel Schönes dran. Das kann auch besser werden, Freunde, ja. Wir sind erst richtig glücklich, wenn der Grill richtig hängt. Der Mensch denkt, Gott lenkt und der Saarländer ja, holla die hier, holla die ho, holla die ho. Für Schlammbäder, da fahren wir niemals in Kur. Rokodel Schlacko liefert's gratis in der freien Natur. Holla die hier, holla die ho, holla die hopsasa, holla die ho. Achtung, Blitzer! Da kommt Charlotte, gell? Vorm Blitzer muss ich bremsen, das weiß bei uns jeder. Es sei denn, der Apparat ist geteert und ja, holla die, ja, holla die ho, holla die hopsasa, holla die ho. Es gibt die Ehe für alle, da haben wir lang drauf müssen warten. Deshalb dürfen auch jetzt Pelzer und Saarländer heil. Holla die hier, holla die ho, holla die hopsasa, holla die ho. Und wenn jetzt so schön die Pelzerin, ein knackiger Saarländer, heiratet tut, braucht die sich kein Sorge zu machen. Saarländische Männer machen sich weder Potenz, kein Sorge. Im Bett ruft die Frau, Alter, komm schon heut nicht, komm schon. Ja, holla die, ja, holla die ho. Holla die hopsasa, holla die ho. Ohne unser saarländische Fußballer wäre die WM ziemlich schlapp. Deshalb liefern mir der Jonas Hector und der Kevin Trapp. Holla die, lauter. Und da haben wir noch ein paar ganz seltsame Sehenswürdigkeiten. Bei uns gibt's auch Ungeheuer wie im Loch Ness, die verschlingen die Millionen vom LSV.
holla die hier, holla die ho, holla die absassa, holla die jo. Aber im Prinzip hat's im Saarland bisher noch jedem gefallen. Wem's im Saarland gefällt, dem gefällt's überall. Und noch immer holla die hier, holla die ho, holla die absassa, holla die ho. Ja, Freunde, das ist Saarland, das ist Folklore im Land Folklore leid. Das liebt die Welt. Ja? Das hat sogar Hollywood entdeckt. Hollywood hat gemerkt, die Stoffe für die besten Blockbuster liegen im Saarland auf der Straße. Es gab viele Filme über Saarland. Der Film zum Beispiel über die saarländische Landesregierung. Sie wissen nicht, was sie tun. Oder das Arbeitstempo. Fast and Furious. Ja. Gut, aktuell über das Ludwigsparkstadion gibt es nur einen Film. Mission Impossible. Gut, ich meine, im Prinzip kann ich das ganze Saarland in einem einzigen Film zusammenfassen. Die fabelhafte Welt der Annegret. Der Film hat sogar dem Donald Trump gut gefallen. Hat er spontan gerufen, make Anna great again. Als Misty von dem Komplimente kriegen. Der Depp, der ist so blöd, der hat ja gemeint, USB wäre der Nachbarstaat von den USA, ne? Nee, von dem brauchen wir keine Komplimente. Von dem braucht die Annegret Kramp-Karrenbauer keine Komplimente, ne? Die wird davon selber great und immer greater. Es wird Zeit, dass sie demnächst Bundeskanzlerin wird, ne? Da kann sie sich endlich mal gescheit die Alarmantrag leisten. Ja, überlegen wir. Die Frau war zweimal beim Papst und hat's geholfen. Es ist eng gebrochen worden. Ne? Gut, der Autounfall ist ja zum Glück glimpflich abgegangen. Waren wir alle gar froh. Ne? Das ganze Saarland hat sich gefreut. Am nächsten Tag, wie es im Krankenhaus war, ist noch ein Landtagsabgeordneter gekommen, hat ihr die Genesungswünsche übermittelt und hat gesagt, liebe Frau Annegret Kramp-Karrenbauer, im Namen aller 51 Landtagsabgeordneten wünsche ich mir, dass Sie ziemlich schnell mal auf die Beine kommen. Mit 41:7 Gegenstimme bei 3 Enthaltungen. Ah ja. Es ist nichts passiert. Der Glaube hat geholfen, Freunde. Wir sind halt ein religiöses Land, stimmt's? Der Tourist, der zu uns kommen kann, der findet überall eine Kirche, aber in Zukunft kaum noch eine Pfarrei. Ja, es gibt immer weniger Pfarreien. Ich habe gedacht, das muss ich dem Bischof mal sagen, das geht so nicht. Bin ich extra nach Trier gefahren, zum Bischof an sein Haus, haben geklingelt, hat seine Frau aufgemacht, haben gesagt, Tag, ist der Stefan da? Hat sie gesagt, nee, der ist aus Saarbrücken mit der Bube zum Christopher Street Day gefahren. Ja, der hatte guter Geschmack, der Mann. Hä? Wir haben so attraktive Angebote im Saarland. Mit nur attraktive Menschen. Wir haben im Saarland nur schöne Menschen, stimmt's? Gucken euch um, nur schöne Frauen im Saarland. Ah ja, das hat sich doch rumgesprochen, in der ganzen Welt. Das wusste auch schon unser Lieblingsitaliener. Kennt ihr den? Salvatore, genannt der Beischläfer. Der kam in den 70er Jahren in die Saarlande, hat er geschafft bei der kleinen Baufirma und musste da am Anfang immer die Zementsäcke beischläfen. Ja. Und er war ein großer Latin-Lover, hat alle Frauen gekannt, mit jeder Frau hatte Techtel-Mechtel. Ja. Und wenn er mal eine Frau nicht gekannt hat, hat er sich vor die gestellt, hat gesagt, Senora, ich kenne dich wirklich. Ich weiß aber im Moment nicht, wie ich auf dich draufkommen soll. Und seine Frau, die hat das alles mitgekriegt, ne? War so stinkig, hat gesagt, Salvatore, geh fort. Ist er nun unser Louis zu den Fortwerken. Hat er gleich gehabt, der Techtelmechtel mit der Chefsekretärin. Und die hat geguckt, dass der Salvatore gekriegt hat, einen wunderbaren, ruhigen Job bei der Werksfeuerwehr. Dass er immer gehabt hat, hat er immer gehabt, viel Zeit für die Sekretärin. Nur ab und zu musste die Werksfeuerwehr ausrücken, denn da ist damals gebaut worden der Ford Capri, wisst ihr noch? Und ab und zu ist eine Ford Capri von die Fließband gefallen in die Saar. Und dann ist gekommen die Werksfeuerwehr in die Taucheranzug, hat getaucht, hat das Wrack wieder hochgebracht. Und da ist geworden, Salvatore, eine weltberühmte Capri-Fischer.
Wenn am Abend ein roter Capri in der Saar versinkt und wenn die Werksfeuerwehr von fort in die Fluten reinspringt, klopft ganz plötzlich ganz laut Bum Bum an Sekretärin sein Tor. Und wütende Feuerwehrmänner rufen laut, ey, wo ist der Salvador? Nur wer lang schon dabei ist, der weiß, was die Firma meint. Salvatore hatte schon weiter seinen Einsatz bei Sekretärin verpennt. Und dann springt er ganz schnell aus dem Bett und dann springt er ganz flugs in sei große rote Feuerwehrbox. Bella, bella, bella Marie, ich musste tauchen und der scheiß Karosserie. Ah, bella, bella, bella Marie, ich springe jetzt in die Brie. Vergiss mich nie, Marie. Salvatore. Ja, Freunde, der Salvatore hatte damals schon geschafft für die Autolande Saarlande. Und er hatte damals schon gespürt, dass in die nächsten Jahrtausend gibt es im Saarland keine Kohle mehr. Hat er eine wunderschöne Canzone gesungen, ist damals dann Nino D'Angelo weltberühmt geworden. Ihr kennt das Lied. Und wenn's den Kohlepfennig einst nicht mehr gibt, sind wir jenseits von Reden. Dann haben wir umsonst geklebt. Ja, Freunde, stimmt ja nicht so ganz, wir haben nicht umsonst geklebt, Freunde, denn das Erbe des Bergbaus lebt. Die Grube Reden ist ein touristisches Highlight, da geht's mittlerweile ab im Saarländischen Hochgebirge. Und er ist heute Abend da und deshalb bitte ich euch, erhebet euch vor dem König der Berge, steht alle auf und empfangt ihn mit einem Riesenapplaus, den Initiator der SR3 Sommeralm, Eberhard Schilling, genannt der Almebi. Moins geht's ruf und morgens runter. Die SR3 Sommeralm ist voll der Renner. Morgens runter und moins noch eine Nuff. Da geht's uns gut, da sind wir all gut drauf. Morgens geht's ruf und morgens runter. Mit dem Alm-Ebi feiern wir alle miteinander. Auf der Sommeralm vor SR3. Da gehen wir hin, hey, da sind wir dabei. Jedes Jahr im Sommer, da haben wir unser Spaß. Da steigen wir auf die Halde und legen uns ins Gras. Ein super Panorama und die Sonne scheint. Der Landkreis Neinkeil lädt uns alle ein. Hey, ist das hier ein Treibe im Sommer jede da? Mit dem Diesel und der Zickelschalt im Himmel ja so nah. Der Alm-Ebi winkt dahin, schon aus seiner Hit. Der macht sich hier gemütlich und macht jede Gaudi mit. 3, 4, alle gar hoch zu mir. Morgens geht's ruf und abends runter. Die SR3 Sommeralm ist voll der Renner. Abends runter und morgens noch eine Luft. Da geht's uns gut, da sind wir all gut drauf. Morgens geht's ruf und abends runter. Mit dem Alm-Ebi feiern wir all miteinander. Auf der Sommeralm und SR3. Da gehen wir hin, hey, da sind wir dabei. Unser Alm-Ebi, der ist auf der Sommeralm der Star. Der kümmert sich der schwätzt mit der Leute, Liebe lange da. Wenn die Sonne dann ins Dunner geht, ist das Romantik pur. Dann geht die Party richtig los in der freien Natur. Die
Dieses Jahr gibt's die SR3 Sommeralm schon 10 Jahre. Die Leute sind immer noch voll dabei, die finden das richtig klar. Ja, die Sommeralm, die ist ja mittlerweile richtig cool, weil die Saarlandwelle weiß genau, was unser Land so fühlt. Das klappt aber. 1, 2, da kommen wir Ei vorbei. Morgens geht's ruff und abends voller. Die SR3 Sommeralm ist voll der Renner. Abends voller und morgens nochmal Nuff. Da geht's uns gut, da sind wir all gut drauf. Morgens geht's ruff und abends voller. Mit dem Alm-Baby feiern wir all miteinander. Auf der Sommeralm von SR3, da gehen wir hin, hey, da sind wir dabei. Hey! Und Alm, Baby! Ein ganz herzliches Dankeschön an Schorsch Seitz, an Eberhard Schilling und für euch ein dreifach donnerndes Saarbrücken. Alle! 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 Wir freuen uns auf eine ganz besondere Darbietung, die uns gleich eines der ganz charakteristischen Merkmale, eines der Wahrzeichen vom Saarland zeigen wird. Begrüßen Sie ganz herzlich mit uns gemeinsam Miss Leona 2018. Ich bin das Schnuddelbepp. Die amtierende Miss Leona 2018. Von den führenden saarländischen Leona-Fachhändlern gewählt worden. Ja, mit meinem schönen Kleidchen habe ich mich vor der Jury präsentiert. Schön, ne? Und die Jury hat euch ja so richtig in Schwitzen gebrungen mit meinem FDL-Lied. FDL. Fit dank Leona. Denn nur der Leona ist schuld an meinem Sixpack im Speckmantel. Ich bin ein echter Brummer, bin immer gut dabei. Mai spürt da Hunger in die Metzgerei. Doch am nächsten Tag sagt mir die Wo. Mensch, Schnuddelberg, das Essen macht euch froh. Schuld war nur der Ring Leona, was man euch dafür. Schuld war nur der Ring Leona, bitte glaube mir. Denn wenn ich den Ring Leona essen kann, dann fängt für mich die große Liebe an. Schuld war nur der Ring Leona, wer war schuld daran? War's so gut die Rouge oder war's der Schwenker? Kann das möglich sein? Der Ring Leona war schuld daran. Die Jury hat ja auch gemeint, ich hätte den perfekten Leona-Body. Ring auf Ring auf Ring auf Ring. Aber ihr Leid, ich habe ein Geheimnis. Ich trage unter meinem Kleidchen ein Zauberhöschen. Im Englischen heißt das ja Schabeware. Und jetzt wissen ihr Frauleid ja allen gar, was das für eine Qual ist, in eine Unterbuchs drin zu kommen, die nicht größer ist als ein Gästehandtuch. Wenn du die Unterbuchs anziehst, ziehst so hoch bis zu den Kniekehl,
Bis dahin hast du auch noch kein Huddel. Aber dann fängst du an zu hipsen, klatscht mit deinem nackigen Pupmatz überall dran, bis du irgendwann in Fällen kommst und da leicht wie Marienkäfer vom Buckel und kommst nicht mehr hoch. Geschnippelt mit Grumpen und Zwiebeln, Ringe Leona gefordert Schenker. Leona aus der Faust schmeckt einfach am besten. Leona mit Mustern im Doppeldeck geht immer. Wenn euch die Sinn, werd euch ganz verrückt. Mein Dinner tanzt und wird schon verblickt. Mensch, was han euch in Hunger? Oh, mein Leona. Wenn euch die Sinn, werd euch ganz verrückt. Mein Dinner tanzt und wird schon verklickt. Mensch, was han euch in Hunger? Oh, mein Leona. Leona isst man mit Nummern. Leona gehört in die Sog. Leona aus der Sauce ist einfach ein Genuss. Wenn euch die Sinn, werd euch ganz verrückt. Mein Dinner tanzt und wird schon verblickt. Mensch, was han euch in Hunger? Oh, mein Leona. Wenn euch die Sinn, werd euch ganz verrückt. Mein Kinder tanzt und wird schon verklickt. Mensch, was kann euch im Hunger? Oh, mein Leona. So, jetzt kommen all. Wir tanzen zusammen. Unser Leona-Tanz. Wir haben zwar nie Hunger, aber Leona geht immer. Wenn euch die Sinn, werd euch ganz verrückt. Mein Kinder tanzt und wird schon verblickt. Mensch, was kann euch in Hunger? Oh, mein Leona. Wenn euch die Sinn, werd euch ganz verrückt. Mein Kinder tanzt und wird schon verklickt. Mensch, was kann euch in Hunger? Oh, mein Leona. Unser Miss Leona 2018, das ist im wahren Leben Sarah Joost. Aber, liebe Sarah, wo kam diese Geschichte Herr der Ringel her? Das wird sich jetzt gleich aufklären. Aus präsidialen Händen einen echten Ringel Leona. Liebe Sarah, für dich ein dreifach donnerndes Saarbrücken. Alle! 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 Freuen Sie sich bitte mit uns gemeinsam auf unser nächstes Tanzmariechen. Herzlich willkommen, liebe Katharina Winogradov.
Ein wunderbarer Tanz, eine tolle Choreografie, eine tolle Tänzerin. Das ist unsere Katharina Winogradov, unser Juniorentanz-Mariechen. Und auch für dich, liebe Katharina, ein dreifach tosendes Saarbrücken. Alle! Hopp! Alle! Alle! Hopp! Ganz besonders freuen wir uns auf unsere nächste Akteurin. Seit vielen Jahren schon steht sie auf der Bühne, der mir sinnet so. Aber sie hat sich einen Mann gesucht. Und den hat sie auch schon im vergangenen Jahr ganz erfolgreich gefunden. Und was dann aber alles im Laufe des vergangenen Jahres passiert ist, das wird sie uns ganz bestimmt jetzt gerne selbst hier erzählen. Ein ganz herzliches Willkommen, Jolanda Jochnachel und Karl-Wilhelm Hühnerfeld. Erleben Sie jetzt den Escortman aus dem Katalog und die Furie mit dem Charme eines Backsteins. Karl-Wilhelm Hühnerfeld und Jolanda Jochnachel. Aus! Schluss! Fertig! Das weitermachen bis morgen früh. Frau Jochnachel? Ja. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass ich schon mindestens 4, 5 Monate mit Ihnen nichts mehr schwätze? Wieso? Ich wollte Sie nicht unterbrechen. Da sagen Sie doch etwas, wenn Sie etwas zu sagen haben. Wenn Sie nichts zu sagen haben, sind Sie ruhig. Ist das klar? Jawohl, Frau Jochnachel. Eine ganz andere Sorge. Wie Ihr dummes Gequatsche da. Ja, es ist irgendwie nicht so richtig rund gelaufen. Ne? Wir haben uns, wie soll ich denn sagen, ein bisschen ja, wir sind in Schieflage geraten. Also da. Finanziell. Ne? Ja, das ist kein Wunder. Neuer Fernseher, neuer Waschmaschinen, neuer Staubsauger. Hm? Und 3 funkelnagelneue Riechbämscher fürs Auto. Himbeer, Vanille. Herr Hühnerfeld, und ich sage Ihnen jetzt eins. Wenn der unverschämte Gerichtsvollzieher nochmal bei uns vor der Tür steht und klingelt, und da weisen Sie die Zähne. Besser nicht, Frau Jochnachel, schon heute die auch noch mit. Ich kann auch nicht mehr so richtig schlafen. Also ich habe richtige Schlafstörungen die letzte Zeit. Da liegt man im Bett und dann überlegt man und simuliert und dann kommen eben die Gedanken und ja, ich kann einfach nicht mehr richtig schlafen. Ich hätte mal gerne eine Nacht durchschlafen, ne? Aber es geht nicht. Das kenne ich, Frau Jochnachel. Ja? Ich zähle dann immer bis 3. Ach, und das hilft? Ja, manchmal auch bis um 3:30. Ja. Wollen Sie mich veräppeln oder was? Wollen Sie mich verarschen, hä? Nee. Soll ich mit Ihnen mal Hubschrauber spielen? Hubschrauber? Ja. Ich brumme und Sie rotiere. Ja, und dann hatte ich auch so persönliche Enttäuschung. Was haben Sie? Eine persönliche Enttäuschung habe ich erlebt. Ich meine, Ihnen habe ich ja so zum Aufpassen, ne? Aber ich hätte schon gerne mal so richtiger Mann, so für Geist und Körper, wenn du weißt, was ich meine. Ja, und es hat sich auch was, kann man sagen, beinahe ergibt, ne? Ich war da bei Parship, habe ein paar Chips gegessen, ne? Ja, und da hat tatsächlich einer angebissen, ne? Ein Romantiker war das. Ach Gott, der hat mir immer so schöne SMS geschrieben, ne? Warte mal, wie hat er geschrieben? Bist du am Weinen? Schick mir eine Träne. Bist du am Lachen? Schick mir ein Lächeln. Bist du am Singen? Schick mir eine Note. Und da habe ich ihm zurückgeschrieben, sitze auf dem Klo, was soll ich machen? Und seitdem hat er sich nicht mehr gemeldet. Ne? Das ist Pech. Ja. Das ist Pech. Ja. Und was mich auch so belastet, ist das Wetter. Ne? Wir sind ja Werra. Ne?
Aber halt oben sah nicht da Wetter. Ne? Ja, ja. Ja. Es ist ja schlimm, wenn du morgens aufstehst, wer schwach, es geht schon los. Ne? Diesig, nebelig, dunkel. Ne? Ja, und dann das Nasse, das geht mir so auf die Knochen. Ne? Ja. Aber morgen gehen wir mal ein bisschen spazieren, Herr Hühnerfeld. Ich gehe gerne mal ein bisschen an die frische Luft. Ne? Haben Sie das Wetteramt angerufen, Herr Hühnerfeld? Ja, ich habe beim Wetteramt angerufen. Ich habe gefragt, könnten wir morgen vielleicht schönes Wetter haben? Da hat er gesagt, für wie viele Personen darf es dann sein? Dummes Gespräch. Das ist nicht schlimm, wenn es so morgen so ist wie heute, dann gehen wir halt shoppen. Nee. Frau Jochnachel, ich gehe mit Ihnen, nehme shoppen. Das sage ich Ihnen. Doch, wir gehen morgen shoppen. Ich brauche neue Accessoires. Was brauchen Sie? Accessoires. Accessoires fürs Frühjahr. Was? Mein Frühjahrsaccessoires. Das sind Accessoires. Das sind meine Accessoires. Und das sind Ihre Accessoires. Und das gehen wir morgen machen. Ich brauche neue Accessoires. Wir gehen ja nicht von ab. Frau Jochnachel, als wir das letzte Mal in dem Billigladen da drin waren, da waren Sie plötzlich verschwunden. Da war Schlussverkauf, Sie waren verschwunden. Ich habe Sie überall gesucht, Sie waren weg. Ich war in der Dameninfektionsabteilung. Wo gibt's dann die Accessoires? Doch nur in der Dameninfektionsabteilung. Obwohl in der Herreninfektionsabteilung gibt's Accessoires. Aber die sind ja dann für die Herren. Das sind ja Herren-Accessoires. Ich brauche nur Dame-Accessoires. Frau Jochnachel, ich habe Sie aber überall gesucht. Überall. In die Kabine. Sogar so Rundständer mit einem langen Wickelreck. Habe ich reingeguckt. Nirgends waren sie, Frau Jochnachel. So. Und ich war so aufgeregt, weil ich die verloren gehabt habe. Da habe ich so einen Herr angeschubst. Da ist der da auf den Boden gefallen. Da habe ich den aufgehoben. Habe gesagt, entschuldigen Sie vielmals, es tut mir leid, aber ich suche Frau. Da hat er gesagt, das ist nicht schlimm, ich suche Manni. Ach. Da habe ich gesagt, wie sieht dann Iri aus? Da hat er gesagt, Meini, die ist blond. Die hat schöne große Augen, die hat Schmolllippe und hat eine Modelfigur. Da hat er mich gefragt, wie sieht dann Iri aus? Habe ich gesagt, wie sieht die aus? Ich würde sagen, was suche Iri? Mal lassen wir eine hier. Herr Hühnerfeld, 5, die haben sich verdient. Auf. Loyalität gegenüber Ihrer Arbeitgeberin. Ist das klar? Ha? Keine Witze auf meine Kosten. Na? Was ist ein Mann in Salzsäure gelöst? Ein gelöstes Problem, Frau Jochnachel. Auf! Das ist mir gibt's nichts zu klatschen. Oder? Fuß! Ich bin doch nicht Ihr Hund, Frau Jochnachel. Nee, Sie sind nicht mein Hund. Aber Sie sollen auf mich aufpassen wie Ihr Schießhund. Mach ich doch. Sie sind mein Eskortmann. Mach ich doch. Sollen mich bewachen vor deine ganze dreckige Storker, vor deine Lustmolche, vor deine Drecksäck, wo man immer wieder an die Wäsche gehen. Wo waren Sie dann? Vielleicht von der Wäschespinne. Ja. Wo waren Sie dann am Samstag? Hä? Haben Sie während Krankenschein abgegeben? Haben Sie während heim auf der Couch gelegen und Shopping Queen geguckt? Und mich im Malheur ausgesetzt? Ich gehe nämlich samstags immer in die Vorabendmesse. Ne? Und wenn Sie um die Jahreszeit in die Vorabendmesse gehen, gehen Sie in die Kirche hin, ist es hell, gehen Sie raus, ist es dunkel. Ne? Und so war's. Wie ich auf die Kirchentreppe gestanden habe, die Messe war aus, und da habe ich schon gemerkt, irgendwas ist da. Und ich hatte recht. Es war einer hinter Armer. Ja, starker. Ja. Dann habe ich gedacht, was machst du? Dann habe ich mal ausprobiert. Bin ich schneller gegangen, ist der A schneller gegangen. Bin ich langsamer gegangen, ist der A langsamer gegangen. Auf einmal habe ich dem sei heißer Atem im Knick gemerkt.
Ich habe mich in letzter Sekunde rumdrehen, wollte mir gerade die Kleider vom Leib reißen. Da habe ich ihm tief in die Augen geguckt. Da habe ich gesagt, hast du sie denn mehr? Wieso lachst du mir noch? Da hat er gesagt, jetzt wo sie sich rumgedreht haben, freue ich mich das auch. Bielefeld, wenn ich mit Ihnen verheiratet wäre, ich hätte schon lange ein bisschen Kaffee geholt und Ihnen Gift reingerührt. Frau Jochnagel, wenn ich mit Ihnen verheiratet wäre, hätte ich getrunken. Undankbarer Kerl. Wer hat Ihnen dann das schöne Martinslaternchen gebastelt? Wer hat Sie dann mitgenommen auf den Martinsumzug? Das wäre Sie doch gar nicht hinkommen. Ich war das. Hä? La Bimmel, la Bammel, la Bum. Ja. Ich mache bald mit Ihnen la Bimmel, la Bammel, la Bum. Das kennen Sie aber klar, wenn es muss euch die ganze halten. Und wer hat den Mallorca-Urlaub bezahlt? Ich. Obwohl ich noch nie geflogen war. Ich war noch nie geflogen und hatte Angst. Aber ich habe gedacht, man macht es. Na? Ja, Frau Jochnagel. Ich bin noch nie geflogen. Ja. Aber das Ganze ging ja mit dem Pilot schon los. Ne? Im Flugzeug haben wir schon Alter gesitzt. Ne? Da hat der Pilot eine Durchsage gemacht. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir begrüßen Sie auf der Maschine nach Palma de Mallorca. Wir haben eine Flughöhe von 10.000 Metern. Unser Personal wird sich freuen, wenn Sie einen angenehmen Flug hätten. Jetzt hat er tatsächlich vergessen, das Mikrofon abzuschalten und hat zu seinem Co-Pilot gesagt, jetzt eine Fläschchen Bier und die Stewardess muss so richtig... Herr Wiederfeld! Jetzt hat die das ja mitgekriegt, nicht um mir, die ganzen Passagiere ja auch. Die hat so einen roter Kopf gehabt, ist nur vorne gelaufen in Richtung Cockpit und haben Sie, Frau Jochnagel, was haben Sie gesagt? Ich habe gesagt, Mädchen, mach langsam, der trinkt sie erst noch eine Flasche Bier. Und dann waren wir endlich in Mallorca. Ja. An die Treppe dann beigefahren, gell? Ja. Und in dem Moment war ich war glücklich, Frau Jochnagel. Ja. Ich auch. Ich habe gewusst, ich habe alles richtig gemacht. Ich habe zu mir gesagt, Gott sei Dank hast du nicht dabei. Habe ich mich echt gefreut. Nicht Sie, Herr Hühnerfeld. Mein Bikini. Vorne Blümchen, ganz unauffällig, ne? In Signalgelb. Ne? Da vorne so, gerade wie so Plättchen, ne? Und hinten so Strippelchen durch. Was für Größe, Frau Jochnagel? 36. Wie ich die Frau Jochnagel in ihrem Bikini gesehen habe, hatte ich für einen Moment gedenkt, mir wäre besser in den Wintersport gefahren. Unser Vortrag ist jetzt aus. Ich bin ein Star. Holt mich hier raus! Ich hole dich aber hier raus. Auf! Jolanda Jochnagel und Karl Wilhelm Hühnerfeld, das sind im wahren Leben Helene Rauber und Willi Fries. Für euch zwei noch ein dreifach donnerndes Saarbrücken. Alle! 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 Ja, Affen haben es zurzeit ja leider nicht leicht. Dabei ist doch artgerecht eigentlich nur die Freiheit.
Affen leben seit 50 Millionen Jahren auf der Erde. Ihr natürlicher Lebensraum reicht von Regenwäldern bis ins Gebirge. Die Gemeinschaft und Geborgenheit der Familie ist für sie lebensnotwendig. Aber nicht alle Affen können so natürlich und glücklich leben. Viele werden noch heute in Gefangenschaft gehalten und für Versuchszwecke genutzt. Die Verantwortung dafür trägt der Mensch, die eigentlich am weitesten entwickelte Affenart. Als würden die Demütigung und das Leid hinter Gittern nicht schon reichen, werden wir mit qualvollem Training in lächerliche Partyhütchen gesteckt und zu Clowns in der Manege dressiert. Nur um dem Publikum ein paar amüsante Stunden zu bescheren. Wacht auf! Affen gehören nicht in Käfige, Labore oder Manegen. Sie gehören in ihren natürlichen Lebensraum. Denn nur dort können sie glücklich und artgerecht leben. Setzt diesem Zirkus ein Ende! Die aktiven Garde der Mesinitzo mit ihrem Tanz Artgerecht ist nur die Freiheit. Ich glaube, aktuell ein sehr schwieriges, kein einfaches Thema, aber dennoch toll und tänzerisch hier umgesetzt und natürlich auch für euch ein dreifach donnerndes Saarbrücken, alle! 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 Was wäre das Saarland ohne Leona? Was wäre Tequila ohne Salz? Was wären Spaghetti ohne Bolognese? Wir freuen uns auf die scharfzüngige Diva aus Kaltnackig, auf Elfriede Grimmelwiedig.
Abend, ihr Schätzchen. Hallo, mein Mobbeschen. So. Dankeschön. Guten Abend, ihr goldisches Saarbrücker-Schätzchen. Geht's euch gut, sind an der Munda? Fertig. Beruhigen euch, schucken euch wieder hin. Hä? Ach, Jesus Maria, hör mal, kann er noch mit 60 wie mit 40 aussehen. Ne? Man braucht nur 2 Stunden länger. Ne? Wie lange haben Sie dann da unten gebraucht? Hä? Sind gerade erst gekommen. Ne? Ist das der neue Schulz-Look? Ein bisschen verrupft, ne? Ein bisschen gerupft, ne? Ich bin mit dem Taxi gekommen, ihr Schätze, ja, stellen euch mal vor, hatte ich den Hut noch nicht an, war noch nicht fertig geschminkt, hat der Taxifahrer mich allzu schäl angeguckt, ne? Ich wusste schon, was kommt. Immer froh, da sahen Sie mal. Kann das sein? Kenne ich Sie irgendwoher? Habe ich gesagt, jo, gucken Sie öfter Pornofilme. Attacke! Leberwürste, wo bleibst du dann? Ich hab Durst. Geht's da gut, mein Guter? Ha? Hast du auch ein Glas mitgebracht? Ei, wunderbar. Sag mal, die Fläschchen, die wäre auch immer kleiner bei euch. Ja? Hat man da draußen ein Typ Witz erzählt. Ne? Kommt ein Grieche auf die Bank und sagt, Hellas, ich möchte gerne Gyroskonto eröffnen, aber Tzatziki. Sagt der Bankbeamte, bei uns ist das nicht Uso. Da könnte ich mich verlachen, Treffer. Komm, wir singen da. 3, 4, Hermann löhnt die Heide, Heide brennt. Heide, Heide brennt. Heide, Heide brennt. Hermann löhnt die Heide, Heide brennt. Heide, Heide brennt. Heide, Heide brennt. Und löschen. Ach, das doch schmeckt gut. Sag mal, ich meine, du hättest ein bisschen zugeholt. Hä? Mach Sport. Rittersport, ne? Ach komm, jetzt seid doch nicht das beleidigt Leberwürstchen, ne? Hier ist es Gott, ihr Kinder, war das ein Jahr, ne? Ich habe ja gedacht, ich muss ein bisschen was tun, mein Geist weiterbilden, ne? Bin ich in den Töpferkurs gegangen, bin ich noch 2 Tage hochkantig rausgeflogen. Ich hatte mich im Ton vergriffen. Dann habe ich so ein bisschen auf esoterisch gemacht, hat mich Schuhe Mathilde draufgebracht, ne? So nur Backe bei Vollmond, ne? So mal guck ich mal bei mir in der Garde, da sehe ich doch, die Mathilde hat die Garde direkt nebendran, sehe ich, wie das nackig durch sein Gewächshaus läuft. Habe ich am nächsten Morgen gefragt, sagte ich, sag mal, Mathilde, was war denn das da für eine Nummer? Sagt das, wenn ich dort 2-mal bei Vollmond durchs Gewächshaus laufe, gehen die Tomaten rot. Dann sagt, ach du lieber Gott, wenn ich dort durchlaufe, wird nackig, wird die Gurke lang gehen. Ne? Au, 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 au. Da habe ich auch noch einen Unfall gebaut, bin mit dem Pelzer hinten drauf gefahren. Ne? Ist zur Verhandlung gekommen, hat der Richter gesagt, so, wir haben jetzt den Augenzeugen gehört, jetzt folgt das Urteil. Habe ich gesagt, ich bestehe darauf, ich will unbedingt, dass der zweite Augenzeuge noch gehört wird. Hat er gesagt, es gibt keinen zweiten Augenzeugen, Frau Kreml-Wiedig. Habe ich gesagt, ich habe doch selber gesehen. Sagt er, ja, deswegen ist ja ihr Lappe fort. Ich weiß nicht, ihr kennt ja Alter in Saarbrücken die Kneipe 4 Jahreszeiten, ne? In der Duttweiler Straße, Marco, ne? Da kannst du morgens schon, die sitzen unter Denkmalschutz, kannst du morgens schon um 10 Uhr mit alten Pensionären Schieber tanzen, ne?
Und dienstags haben die immer Happy Hour. An ich letzte Dienstag, an ich 5 Wein kauf, muss 10 saufen. Komme nachts spät heim, schramme grad so an unserem Jägerzaun vorbei, hole rechts zur Laternepal mit und volle Kanne gehe ins Garagetor gebollert. Was so klickt, dass ich kein Auto dabei hatte. Kommen die Dienerin, macht unser Kuckucksucher grad 3-mal Kuckuck, ne? Und ich denke, das da muss der Alter nicht mitkriegen, ne? Machst einfach noch 5-mal Kuckuck dabei. Dann nennt er, es wäre 8 Uhr, du kämst vom Brezer holen, ne? Am nächsten Morgen um 10 Uhr, mir wäre wach, sagt mein Otto, Samo, Elfriede, ich glaube, unser Kuckucksuhr, die ist kaputt. Die hat heute Nacht 3-mal Kuckuck gemacht, dann hat sie 5-mal gerülpst. Dann hat sie uns die ganze Kiste versaut und hat dann noch einen Furz gelassen. Ne? Ich rufe den Weimo an, ob er noch wach ist. Otto! Bist noch wach? Ist die Waschmaschine schon fertig? Was heißt das doch langweilig? Die hat doch 5 Programme. Gibt's was Neues? Der Hubert und der Herbert, die gehen jetzt heiraten. Ah ja, und? Das ist doch inzwischen modern, Otto. Verstehst du das dann nicht? Die Ehe für alle. Das ist doch gut so. Solle dies besser haben wie mir. Hast du die Fluse aus dem Nabel gemacht? Hey, du musst doch mal zum Doktor, der sieht das doch. Ich bin der Chef, okay. Was heißt denn da, die Fluse alle so schön warm? Der Nabel so schön warm. Hast du sie nicht mehr alle? Mach die Fluse raus, geh zum Doktor, mach die Fluse wieder rein. Jo, es ist gut, bis später. Jo, alle, tschüss dann. Oh, der Dummmann geht mir aufs Knerz hier, jo. Ja, komm, knipsen mich einmal, ne? Ja, ich bin ja ein begehrtes Fotoobjekt, ne? Meine Fresse. Jede Woche, ne, krieg ich von der Stadt Saarbrücken, krieg ich da so ein Foto geschickt, ne? Nee, 25 € hat das so gekostet, ne? Schwarz-Weiß, da bin ich gar nicht so gut getroffen, ne? Also was die mir schon alles aus der Handtasche ausgeblitzt haben. Damit könnt ich schon die Ehretribüne im Ludwigsparkstadion bezahlen, ne? Charlotte ist auch schon geblitzt, gell? Oh, was raschig, ne? Habe ich gesagt, Charlotte, ärger dich nicht. Guck mal, so kannst du dein eigenes Weihnachtsgeld finanzieren. Attacke! Schon wahnsinnig. Wer huckt da noch alles da unten? Der Thomas, hä? In Insiderkreisen nur genannt der Hallberg Open Air Killer, ne? Du brauchst nicht das Fingerschüssel machen. Charlotte wollt's ja machen, ne? Mir hätte das auch billig hingekriegt, Charlotte, ne? Es hat schon geübt an der Trapeznummer von der Helene Fischer, ne? Ich hätte Conchita Wurst gemacht. Und da hätte man noch 4 alte Rentner mobilisiert, denn eine E-Gitarre um den Hals gehängt und dann aber ab. I can't get no satisfaction. Ja, leider, das hätte geknallt, mein lieber Mann. Ne? Ja, schade, dass die Rehlinger nicht da ist. Ne? Der kraftstrotzende Chromosometempel. Die macht ja immer noch da mit im Weitwurf von Tannebehm, ne?
Ich wollte sie eigentlich heute Abend mal fragen, ob sie mir nächstes Jahr nicht helfen kann. Ich wollte meinen Tannenbaum, vom Balkon runterschmeißen. Ne? Jetzt steckt der in der Markise von einer Unternachbarin. Guck mal, da der Herbst. Ich habe doch gewettet, heute Abend bringe ich sie zum Lachen. Ne? Ein schöner Mann, muss ich schon sagen. Wenn ich den Herbst sehe, denke ich immer an Frühling. Ähnlich wie mein Schätzchen, eine geile Schnitte. Emmanuel Macron. Toujours en marche. Toujours in Bewegung, toujours en marche. Deswegen hat er auch so ein geiler, ne? Ja. Pola, ne? Also ich werde den nicht von der Bettkante stoßen, ne? Das Problem ist nur, den erst mal auf die Bettkante kriegen, ne? Ich muss doch mal die Merkels anrufen, ne? Jo, ja, schätze, es geht immer noch, also man kann so alt gehen, wie man will, ne? Immer noch geht es um das eine Thema, ich glaube, das hört nie auf, ne? Das ist wahnsinnig. Die Doof-Puh-Vogel, sie wird jetzt 70, ne? Die ist auch noch sowas von rallig. Dabei schroh wie der Teufel, so ein gebärfreudiges Becken. Das hat aber seine Vorteile, ne? Da tut sie beim Schwätzen, kann sie nicht aus dem Finster fallen. Hat sie letzt zu mir gesagt, sagen Sie mal, Sie haben einen Klick, was haben Sie immer junge, schöne Männer um sich rum? Habe ich gesagt, ja, und Sie müssen öfters als mal ein bisschen sexy gucken, ne? Mit der Zungenschnalze, die Aueverrolle. 2 Stunden später war es auf dem Winterberg-Krankenhaus mit Verdacht auf Schlaganfall. Fertig. Sind auch schon eingeschlafen dahin, ha? Ihr schätzt ja sind und bleiben ein bisschen verreckt, ne? Tun euch das übers Jahr hin retten. Also ich mache immer was Verrücktes. Jede Woche einmal, ne? Im Sommer, wenn es zu warm ist, gehe ich zur Polizei und Frauen, können Sie mich vielleicht beschatten? Ah jo. So, und zum Schluss kenne ich euch noch ein guter Ratschlag. Man soll ja in dieser dunklen Jahreszeit, soll man sich schützen vor Einbrecher. Ne? Wissen Sie, was ich gemacht habe? Ich habe gleich mal mein Kontoauszug an die Haustür gehängt. Jetzt ist Ruhe. Ach ja, goldig, es war schön bei euch. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann im gleichen Heim wieder. Ne? So, machen's gut. Und allerletzter, Herr Kapellmeister Wachen, allerletzter Nachtgedanke für mit auf der Hemmweg. Lach mit der Sonne und träum mit dem Mond, träum vom Regenbogen, kommst du in Not und stehen sie dir bis zum Hals. Die Wassermasse, grad dann darf man den Kopf nicht hängen lassen. Und wenn sich so Regenbogen am Himmel zeigt, guck hoch, Stau, und dann wird sich gefreit, beguckt die Farbe, wie schön und wie fein. Und seid euch sicher auf Regen, doch folgt Sonnenschein. Ich wünsch euch alle solche Regenbogen, der euch Freude macht und der Brücke schlägt und der euch mit strahlend helle Farbe durch den Alltag trägt. Vielen Dank, ihr goldene Sabrina. Schätzchen, Dankeschön. Vielen Dank, Elfriede. Küss mein lieber Wirtchen. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss, ja, Gold.
schön, ist er. Dankeschön. Hallo, Dankeschön. So, liebe Freunde, der Saal in den Fasnacht. Habt ihr noch Power? Geht da noch was? Okay, dann. Wenn die große Show zu Ende geht, und sich alles auf der Bühne dreht, da gibt die Garde noch mal richtig Gas. Und dann haben wir alle gar unseren Spaß. Auf geht's, jetzt ist Wetter so weit. Auf geht's, heute wird nichts bereut. Komm, wir springen alle, hopp, wir singen alle, rock me, halt nach. Tanzen wir noch immer wieder, Luft am Stecken, Baby, rock me, halt nach. Guck mir in die Augen, Mädel, hopp, wir uns vertrauen, denn rock me, halt nach. Dreh dich bis die Bude klar. Und jetzt alle Hände. Jawohl. So ist das richtig. Wir singen ein Lied für dich und machen flotte Sprüche, denn das Mariechen Tanz ist alles außer sich. Wir singen saarländisch und haben den Spaß allein. Oh, wie ist das Leben schön. Hey, hey, das geht ab. Wir feiern die ganze Nacht, hey, das geht ab. Wir feiern die ganze Nacht, Wer friert uns denn im Moment besser kann's gar nicht gehen. Solange wir mit dem Herz dabei sind, bleibt auch immer so schön. Ein Hoch auf das, was hinter uns liegt. Das war das Beste, was es gibt. Ein Hoch auf das, was uns vereint. Auf diese Zeit. Ein Hoch auf uns. Auf dieses Leben.